Herzlich willkommen im Kitzbühel in Österreich. Oliver, wer bist du? Hallo zusammen, ich begrüße euch auch ganz herzlich von meiner Seite auf dieser Streif, die schwerste Abfahrt von der Welt. Und ich bin der Oli, euer Co-Kommentator. Und wir gehen rein in die Kamerafahrt von Joachim Puchner, dem ehemaligen Skirennläufer von Österreich. Ab bei Startschuss, in 8 Sekunden, sind wir schon beim Ausfallen. Ein Weitersprung dieses Jahr mit einer ziemlichen Höhe. Und dann gehen wir weiter Richtung Karussellkurve. Es schlägt, schaut mal das an, wie das da rumbretscht. Die schwierigste Kurve der Strecke, weil man da extrem schnell herunterbremsen muss. Genau. Und jetzt geht's weiter in den Steilhang, wo Odermatt letztes Jahr seine heikle Passage hatte. Oliver, was ist hier wichtig? Da hat es noch eine Bodenwelle, da treibt sie noch runter gegen Richtung Bande. Das ist mega wichtig, hier das Tempo zu behalten. Und hier da muss man einfach gleiten. Und sind vor allem auch Konditionen gefragt, dass man hier wirklich dranbleiben kann, in der Hocke tief sein. Und ins Geschoss gehen wir jetzt da Und weiter. Ellbogen reinnehmen, um maximal wenig Aerodynamik Widerstand zu haben. Genau. Ja, sehr spannend. Dann Mit kommen einem wir zum... Sprung gehen wir in die alte Schneise rein. Wir plappern übereinander. Ja, normalerweise spricht da eigentlich nur ich, aber es ist okay. Da tun wir Tempo generieren. Engste Linie fahren, da kann man wirklich Tor dran gehen. Man sieht hier auch schönes Wetter über einer Seidelalmsprung. Da war dieses Jahr ein kurzer Sprung, Richtung Lerchenschuss. Gehen wir da schon gleich wieder aufpassen. Oh, da Auf geht's Band, weiter raus zur Banner. Bande. 90 Grad Turn ist das eigentlich. Und da sind wir beim Lerchenschuss, der nach einem Baum benannt wurde. Da dieses Tor, das muss man gut erwischen. Ja, jetzt muss man schauen, da in dieser Generali-Kurve, hier hat es eine Kompression, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Shoutout an unseren Sponsor Generali für dieses Video. Aber da wird der ein oder andere seine Hocke müssen öffnen. Jetzt auf dem Oberhausberg haben wir ein bisschen Links-Rechts-Kurve, 2 doppelte Linkskurven, rechts dran ziehen und hier ist eigentlich fast das Highlight von der Strecke. Die Hausbergkante. Wunderschön, genau. Schönes Wetter. Da muss man wirklich jetzt ein bisschen die Wellen abwarten und jetzt raufziehen, kann man links gegen das Dörrli angreifen. Die Traverse, die schwierigste Stelle im Abfahrtsweltcup, Genau. abgesehen von unserem Kernen-S natürlich. Und das hier- ist so abhängend. Jetzt haben wir das höchste Tempo, ein kurzer Zielsprung, wir werden ein Tempo etwa von 140 km pro Stunde sehen. Und dann sind wir über die Ziellinie. Und rein ins Ziel. Das Ziel, die Arena, die heute mit ca. 100... Oh, Arnold Schwarzenegger ist auch wieder vor Ort. Brudi, ciao, ja, ciao. schön. Hi, Papi, was geht ab? Und ja, das ist natürlich ein wahres Spektakel. Jedes Mal diese Kitzbühel Hahnenkamm-Abfahrt. Die Streif, wie sie auch genannt wird, gibt ja auch einen tollen Dokumentarfilm, der Streif. Das ist sehr, sehr ein spannendes Erlebnis. Den kann ich Absolut. auf jeden Fall empfehlen. Aber das eigentliche Erlebnis ist natürlich live dabei zu sein. Und wir sehen jetzt unsere Top-Athleten. Mit der Startnummer 6 haben wir Ryan Cochran-Siegel. Der wurde gestern ja spektakulär Vierter, Ja. hat das genial gemacht. Marco Odermatt war eine Hundertstel schneller als Ryan Cochran. Der Cyprien Sarrazin, der Superstar der Abfahrtswelt aktuell, gewann gestern schon das Rennen. Bryce Bennett, der 2-Meter-Mann, gewann die Abfahrt in Gröden, kam sonst noch nicht so in Fahrt. Und hier Florian Schieder, der Zweite von der ersten Abfahrt. Dominik Paris, dreifacher Abfahrtssieger auf der Streif, der wird heute wieder nach ganz vorne wollen. James Crawford, aktuell auch nicht so gut aufgestellt, sucht seine Form, vielleicht findet er sie heute. Kriechmeier, die Hoffnung der Österreicher. Hat bereits einmal die Abfahrt hier gewonnen. Ja. Und dann kommt Mattia Kasse. Gestern etwas abgeschlagen. Ja, gestern ist er weit zurückgefallen, genau gleich wie Nils Hintermann, der sogar ausgeschieden war gestern. Leider ja. Da ist der Erste am Boden. Aber sie sieht noch gut Der aus. trainiert, der ist nicht gestürzt. Da sind wir froh. Das wäre schlimm, wenn da jemand beim Aufwärmen sich verletzen würde, oder? Ja, das Ja. wäre tragisch. Aber hier bei diesem Startgelände, hier, wo sie sich aufwärmen sind und vor allem insbesondere kurz vor dem Starthäuschen, dort drin ist eine ganz spezielle Stimmung. Es ist bekannt dafür, dass es sehr still ist und sehr wenig gesprochen wird. Oft wird noch gewitzelt und so, aber dort ist eher ernst, weil es ist halt durchaus eine der wirklich anspruchsvollsten Strecken Ja. auf dieser Welt. Wir haben einige Prominente hier. Neben Arnold Schwarzenegger haben wir vorhin auch noch George Russell gesehen, den Formel-1-Piloten.
Und ja, wir sehen hier wunderschönes Wetter. Sensationell. Die Piste, die wir rechts nebendran sehen, das ist der Kanzlernhang. Da wird dann morgen der Slalom stattfinden. Den werden wir aber nicht live übertragen, weil das ist einfach zu aufwendig, oder? Genau. Ja, also, First Racer starts in 35 seconds. Wir reden jetzt in Englisch. Vielleicht können wir ja diese Zeit auch gleich nutzen, um da noch ein paar Grüße rauszusenden. Genau. In absolut abgelegene, wunderschöne Insel namens Huahine. Huahine. Französisch Polynesien. Genau, ganz freundliche Grüße zu euch und wir sind extrem stolz, dürfen wir euch und das Hahnenkamm-Rennen, welches jetzt startet mit Andreas Sander, präsentieren. Jawohl. So, Oliver, Wir starten 3. zeig uns die Stellen, an denen heute Zeit gewonnen oder verloren werden kann. 160 Meter ist der also der Startschuss, so über die Maus fallen. Wir werden gerade schauen, 40 Meter ist das im Rahmen, auch im heutigen Rennen. Ein weiter Flug. 48 Meter, durchaus noch längerer Sprung als gestern. Die Piste ist heute härter als in der gestrigen Abfahrt. Ja, Temperaturen von minus 12 bis minus 18 Grad waren diese Nacht. Genau, da treibt es ein bisschen raus, aber er hat sich noch gut drin. Jetzt im Karussell drin. Ui, richtig Brückenschuss. Sehr gut. Also im Steilhang drin, excuse. 110,9 km pro Stunde. Höheres Tempo als gestern, ja. Die Strecke ist schneller geworden, definitiv. Ja. Durchaus schneller. Und jetzt, da sehen wir eben das lange Gleitstück, da lebt man von der Geschwindigkeit nach der Ausfahrt vom Steilhang. Und da, wow, die springen heute weit in den Seidelalm. Jawohl. Nein, das ist ja die alte Schneise. Genau. Der Seidelalmsprung, der kommt jetzt, den haben wir hier. Er geht weit nach links. Und ja, heute fliegen sie deutlich weiter als gestern. Das ist richtig. Jetzt haben wir hier wieder eine spannende 90 Grad Kurve. 190 Grad. 90 Grad. Lerchenschuss. Oh, da kommt er weit nach draußen. Das habe ich vorhin gemeint. Das Tor, das ist ziemlich drin. Und hier ist Kompression. Er hat sie in den Hockey durchgebracht. Ja. Das war jetzt so super gewesen. Live Speed, da kommt er jetzt mit 90 km/h Richtung Hausberg, 88,9 km pro Stunde. Der deutsche Andreas Sander, 34-jährig, wurde 48. bei der ersten Abfahrt. Er sucht jetzt halt das bessere Resultat. Da löse ich sich generell ein bisschen abtreiben, damit sie aber reinstechen können. Er ist jetzt eher tief, muss fast ein Stück wieder rauffahren, aber 140 ja, ist jetzt schwierig zum Vergleichen, aber gestern wäre das jetzt eine Top-Geschwindigkeit gewesen. Ja, gestern 140 km/h wäre so etwa der Durchschnitt der schnellsten Fahrer dort unten. Und es ist eine schnellere Zeit als Cyprien Sarrazin gestern. Der hat 1 Minute 55, 75 gehabt und da haben wir jetzt 1 Minute 55, 40, wenn ich mich nicht täusche. Ah nein, 50, excuse. Okay, ja, wenn wir das natürlich gleich so miteinander vergleichen, sehen wir deutlich, dass die Piste schneller geworden ist, wenn wir die Platzierung von Andreas Sander anschauen. Als nächstes am Start haben wir Daniel Hemmetsberger, der Mann, der letzte Woche noch etwas mit einer Krankheit zu kämpfen hatte, heute aber da wunderschön über die Mausefalle drüber fliegt und reinzieht ins Karussell. Top Speed, gestern gröber ein Fehler, ist 52. geworden. Jetzt mal schauen, wie er den Sprung in Steilhang macht. Der Mann, der bereits zweimal auf dem Abfahrtspodest war und zweimal auf dem Super-G-Podest, der zieht jetzt da runter. Und jetzt schauen wir mal, das ist gut, wie schnell das er da herkommt. 112, das ist natürlich sehr gut. Er hat da 14 Hundertstel gut gemacht auf Andreas Sander. Schauen wir mal den Vergleich an nach der Gleitpassage. Jetzt müssen wir schauen, ob wir den Teil sehen, also die alte Schneise, Lerchenschuss, oder ob wir da das geschnittenes TV-Bild haben. Aber viel hat er nicht verloren. Und absolut. Jetzt, das ist so steil da und da ziehen sie einfach gerade hinunter. Das finde ich jedes Mal ein bisschen beängstigend. Ui, schöner Flug, aber etwas im Rückstand. Ja. Wie kann man sich das erklären? Weil optisch hat das ja ganz gut ausgesehen. Ja, ich denke, er attackiert jetzt Dörli nicht immer gerade so direkt wie vorher der Sander. Also man sieht, er hat immer einen leichten Abstand dazu. Ja, und jetzt auch. Jetzt auch hier. Stetig verliert er ganz wenig Zeit und das summiert sich dann halt. Ja, also da ist eine aggressivere Linienwahl noch möglich. Ja.
Und Richtig jetzt Hausbergkante. wieder Also, mit Topspeed. Speed hat er einen guten drauf. Ja. Die Linie ist, wenn schon, dann das, wo man darüber reden kann. Vielleicht, Oh, zu direkt über den Hausberg und jetzt Ja. wird's eng da. Ja. Ah nein, geht gut auf. jetzt zieht er rauf Er war höher jetzt als Sander vorhin. und runterstechen. Und dann rein, ja, schau dir das an. In der Traverse hat er 3 Zehntel. Höherer Speed, Oh Gott. 3 km pro Stunde höher, das gibt die neue Bestzeit. Und fast ein Verschneider. Boah, hast Hui. du das gesehen? Ganz kurz, ja. Richtung Zielsprung hat er noch einen einen Verschneider gehabt. Was hat denn die auf dem Kopf? Ui, Das ui, haben ui. wir auch gestern können beobachten, die Verschneider. Mhm. Da brennen Beine und dann wird das ein bisschen gewackeliger. Und, Was ist ein Verschneider? Kannst du das vielleicht noch erklären, du das als ist eigentlich, Experte? wenn man nicht mehr mit vollem Druck auf der Ski steht und nicht mehr, und die von greifen und Mhm. Schau, da sieht man's. Jetzt gleich. Da, genau, ja. unkontrollierte Bewegungen mit dem Ski. Wenn die Kante greift, oder? Genau. Wenn das plötzlich so... Das ist messerscharf. Wir haben es leider auch gesehen beim Kilde, am Lauberhorn. Ja, stimmt. Übrigens, Kilde, möchten wir uns noch entschuldigen. Wir haben letzte Woche uns zu einer Fehldiagnose verleiten lassen. Wir sind froh, dass Alexander Omot Kilde keinen offenen Unterschenkelbruch oder Bänderriss etc. Hui. gehabt hat. Trotzdem schwere Verletzung. Wir wünschen alles Gute auf dem Weg zurück. So. Genau. Ui. Und da sind wir schon nach 14 Sekunden im Karussell drinnen mit Romet Baumann. Romet Baumann, das war eine sehr spezielle Linienwahl Da aufs treibt Karussell es zu. weiter raus. Er hat jetzt ein Licht müssen ein bisschen Er driftet. genau driften. Ja, er stellt die Das- Skier extrem quer. Das holt jetzt natürlich Ja. das Tempo rein. Ja, das wird jetzt nicht gut gehen, weil der ist mit 4 Kilometer pro Stunde weniger jetzt auf die Gleitpassage gekommen. Und Olli, was macht das Gleiten aus? Oh, jetzt sind wir schon ein Seidel am Sprung. Dann erzähl mir bei der nächsten Fahrt, was das Gleiten ausmacht. Aber wir sehen, er hat nicht viel verloren. Das ist jetzt erstaunlich. Ja, Da ist doch einiges drin mitnehmen. Ja, Jetzt das- sind wir da voll in Lerchenschuss schon rein. Jetzt schauen auf die Kompression. 11 Hundertstel nur noch der Rückstand von Romet Baumann. Er hat jetzt kurz müssen öffnen. Ja. Aber wir werden mal schauen, wie er das Tempo mit dem kann umgehen kann. Und jetzt da Richtung Hausberg. Er wurde ja gestern 37. und hat sich dementsprechend auch enttäuscht gezeigt bei unserem Interview. Er hat uns gesagt, dass er heute voll angreifen will. Und jetzt Aha. schauen wir das an in der Traverse. Ja, was meinst du? Wie schaut das aus? Ja, nicht ganz Ja. die engste Linienwahl. Das war jetzt nicht voller Angriff. Und auch nicht mehr die tiefste Hockey. Mhm, Das Tempo ist leider auch nicht ganz so hoch, aber ja, ja, das wird wahrscheinlich Platz 3. Ja. reiht er sich ein auf Platz 3 mit 73 Hundertstel Rückstand. Aktuell am Ende des Klassements. Während Genau. wir hier auch noch sehen, dass Australian Open die 3. Runde läuft, aber das interessiert uns als Skisportfanatiker herzlich wenig. Da sind bis auf Josef Ferstel die deutschen Top-Cracks eigentlich schon unten. Genau, ja. Ja, heute haben wir ja auch noch einen Abschied, den wir Genau. feiern müssen. Mit der Startnummer 31 wird Thomas Dresen sein letztes Rennen Genau. fahren. Da werden wir natürlich auch noch... Oh, da sehen wir gleich Thomas Genau, Dresen, da wie sehen wir ihn geplant. Danke, Regie. Und ja, das wird sicher ein schöner Abschied für ihn. Aber vor ihn so sehe ich vielen. jetzt nicht als Titelanwärter oder gerade, dass er Nein. wird vorfahren. Der will es einfach nochmal genießen, hat er Genau. gesagt. Adria So. Theo unterwegs. 8,5 Sekunden und wir sind schon in der Mausfalle. Der 39-Jährige fliegt Oi, oi, 41 oi, oi. Meter weit und da unten, da drückt es Höchster einem Sprung. zusammen in der Kompression. Oh, Jawohl, stark Karussell. angebremst. Ja, das... Jetzt, hier schon spannend zum Schauen, gewisse Stellen schon im Sprung, also in den Steilhang schon die Ski um. Marc Odermatt hat man das gestern sehr gut gesehen. Andere steuern vorher an und gumpen dann in die Richtung. Jetzt hier, Was denkst du, was ist effektiver, was ist zeiteinsparender? wenn man in der Luft eigentlich die Ski kehrt. In der Luft umzuschalten, also Ja. umzustellen. Wie Ja, man, genau. Und das andere kostet halt Tempo, aber Ja. es nimmt ein gewisses Risiko auf sich. Achtung, ui, Ui. 13. Adria Theo kommt hier Richtung Hausberg mit 15 Hundertstel Vorsprung. Wir haben hier noch eine Zwischenzeit. jawohl. Ja, 13 Hundertstel kann er immer noch mitnehmen. Und jetzt die Linienwahl hier beim Hausberg. Und der feine Kanteneinsatz ist gefragt. Das ist ja auch wie ein Super-G hier. Da sind ja die Tore, die sind Das drehender. ist es so. Und jetzt sehen wir ein Rechtstörli und jetzt haben wir... Oh, jetzt Hausbergkante. Genau. Oh, da hat er jetzt auf dem Hausberg hat er 3 Zehntel liegen gelassen. Vielleicht kann er die aber noch hier in der Traverse Ja, er ist einholen. nicht, Wow. er ist nicht ganz oben dran gewesen. Jetzt muss er auch weiter links raus.
Es hat ihm die Ski extrem verschlagen jetzt in der Traverse. Zielsprung, Ja. dieses Jahr kein Problem, auch nicht super spektakulär, aber wir müssen sagen, lieber so, als dass wir schwere Stürze haben. Adrien Theo, Zwischenstand auf dem Platz 3, 58 Hundertstel, Ja. hinter dem führenden Daniel Hemmetsberger. Genau. Jetzt habe ich vergessen, wer der Führende ist. Jetzt schaut mal die Höhe an bei diesem Sprung. Er ist Die sind da gewaltig. einige Meter über dem Boden und die Landung, je weiter der Sprung geht, desto härter wird diese. Jetzt Als haben wir- nächstes am Start, ich bin ein bisschen nervös, weil Ja. letzte Woche hatten wir da einen Sturz von unserem nächsten Piloten, werden wir hier Marco Odermatt sehen. Als nächstes am Start ist nicht Dominic Paris, der Fetze aus dem Tirol, sondern Justin Justin Der Murisier. erste aus der Top 10. Genau. Das gibt jetzt einen ersten Richtwert. Was ist die Fahrt vom Hemmetsberger wert? Gestern wurde er Oi, 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 ein oi. Sub 50 Meter. What? Boah. Ui. Scheiße, das war zu viel. Das hat er wie nicht mehr kontrollieren. Ja, Das würde ich dann nochmal schauen, aber Ja. das war ein weiter Satz gewesen. Das hat dann vielleicht auch gerade ein bisschen... Ja, jetzt ist er ja, neben der jetzt Rolle. ist er neben der Rolle, ja. Das, Jetzt aufpassen, nicht zu weit runter, weil bei diesem Törli dort hat es so eine Welle, die lüpft einem manchmal noch runter gegen die Bande. Das ist nicht ungefährlich. 20 Hundertstel ist jetzt wenig, aber wenn wir das Gleiterstück anschauen mit tiefem Tempo, wird sich das summieren. Ja, und da kommt er jetzt daher über den Seidelarmsprung. Wo sehen wir die Zwischenseiten? Ja, leider 6 Zehntel zurück. Aber das ist erklärlich. Gestern wurde er ja grandioser Achter. Und das ist, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal erst, dass er hier in Kitzbühel die Rennen bestreitet. Ja. Also Justin Murisier, der hier 18 Hundertstel aufgeholt hat. Guter Streckenabschnitt. Derzeit eine tolle Leistung diese Saison. Oberen Hausberg, da haben wir jetzt wieder 2 Linkstörli, guter Speed. 91 Kilometer pro Stunde und jetzt Richtung Hausberg. Da holpert's und tätscht's auch nochmal. Oh, der holt auf, schau. Sehr gut. 2 Zehntel noch der Rückstand und jetzt in Ob die wir Traverse sehen. Ui, reinziehen. ei. Wie geht er jetzt so? Oh, noch 400. Das wird knapp. Das Und wird super knapp. Speed müsste 143. Ah! Komm schon. Oh ja, jetzt tief Habt bleiben. die- Hocke. Das, leider Oh, nicht. ganz knapp, Aber 18 zweiter Hundertstel Platz. auf dem zweiten Platz aktuell Justin Murisier. Trotz dieser Schrecksekunde oben bei der Mausefalle. Knapp Schauen wir gewesen. uns das doch nochmals an. Und beim Zielhang ist natürlich spannend. Da siehst du all die Fans, etwa rund 100'000 Leute, Und die jetzt muss ich anreisen. dich unterbrechen, weil jetzt müssen wir schauen, was passiert ist. Der fliegt da elendweit. Ja. Und jetzt die Landung, die ist natürlich schwierig und dann kommt er in die Kompression und da drückt sie ihn hinten Ja. rein. Ja. Das ist nach dem Ausfall immer so eine gefährliche Kompression und nach dem Lerchenschuss. Hast du eine verstopfte Nase, kleiner Bruder? Ja, Willst du ein Nasenlümpli? ich habe ein Nasenlümpel. Du, heute etwas reden, während ich schnitze. Ja, während wir hier Vincent Kriechmeier bei seinen eher spektakulären, komisch aussehenden Danke. Aufwärmeübungen sehen, denken wir bereits an den nächsten Starter. Und zwar ist das Ryan Cochran Siegel, der vierte der gestrigen Abfahrt, stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Burlington. Und jetzt fliegt er auch über die Mausefalle. Schön die Stöcke hinter den Beinen. Sprung. Sehr aerodynamisch natürlich. Und er hat jetzt auch kein Problem, da durchzukommen. Und zeigt Ui. gleich eine Top-Zeit. Ja, er setzt sich jetzt da oben hoch her. Es ist ein griffiger Schnee. Also, Er kann aber auch gute sehr Linie- eisig, oder? Ja, sehr eisig. Aber durch den kleinen neuen Schnee, der noch drauf ist, da kann er doch noch einiges greifen, verglichen mit anderen Jahren. Und jetzt kommt er hier Richtung Gleitstück. Oliver, ich habe dich ja vorhin gefragt, was macht einen guten Gleiter aus? Ja, das ist natürlich jetzt so die Frage an Servicemann, oder? Aber das ist einerseits die Gio eine Rolle spielt. Möglichst flach die Ski hinstellen, oder? Möglichst Ja. wenig Kante. Und jetzt schauen Und wir die hier Tiefe haben. tiefe Hocke. Genau. Und die Ellbogen, wie vorhin schon gesagt, die müssen rein, ja. Rein in den Und der Kopf Marmeladenwagen. gegen runter. Die Augen sind eigentlich immer gegen oben gerichtet, der Kopf ist eher tief. Wenn wir hier Richtung Hausberg gehen, wie sieht es da mit der Zwischenzeit aus? Oh. Er hat wieder aufgeholt auf Daniel Hemmetsberger. Kopfduell. Kopf an Kopf, das Ui. war knapp. Jetzt Potz. wieder rauf Ja, und umschlagen. und jetzt rein in... Treibt noch ein bisschen raus, das wird ein spannendes Duell. Speed, Top Speed, fast. 143 km/h, das ist Das abartig, könnte wie schnell. länger.
Ja, eine nicht klare neue Bestzeit, aber trotzdem 800 Vorsprung für Ryan Cochran-Siegel. Mal schauen, wohin das reicht. Vielleicht kann er ja sein Ergebnis von gestern, der 4. Platz nämlich, vielleicht kann er den sogar noch toppen. Ja, genau. Und die Österreicher, die hoffen natürlich sehr um einen Podestplatz. Die haben in dieser Saison in der Abfahrt noch keinen einzigen Podestplatz in der Abfahrt gehabt. Das ist natürlich fast ein kleiner Skandal für die Österreicher. Die sind sich anderes gewöhnt. Ja. Die wollen wieder nach vorne. Früher, als sie noch mit Hannes Reichelt beispielsweise die Kitzbühel-Abfahrt gewonnen haben, da war Marco Odermatt, der als nächstes startet, noch nicht mal im Nationalkader. So, jetzt sind wir wieder nervös. Marco Odermatt, unser Schweizer Schätzeli, zieht los oben in Kitzbühel Jetzt. Richtung Mausefalle. Vollgas. Achtung, 85% Gefälle, die schnellste Passage. Schön, gesprungen. sehr sauber gesprungen, sehr dynamisch. Gestern war er noch etwas nervös, als er Dritter wurde. Jetzt, wie macht er das? Karussell. Ja, lässt den Ski laufen, kommt da etwas tiefer runter. Oh, jetzt. Aber da zieht er wieder Odermatt-Style rein. Also es geht ab. Da ist über die blaue Linie raus, im Steilhang. Aber den Speed kann er dann mitnehmen, das ist das Entscheidende. 109. Wow, Nicht schlecht. eine Sekunde, willst du mich verarschen? Potzblitz. Wo? Odermatt, Was greift weiß an. Obi? Oh mein Gott. Nein, was weiß Odi? Der kennt einfach alles auf dieser Strecke. Jetzt, der Gleiter, das kann er. 79 Hundertstel der Vorsprung, immer noch nach der Gleiterpassage. Und jetzt geht's runter Richtung Kurven, die dem Marco Odermatt einfach liegen. Ja, Gleiter ist ja nicht seine Top-Fähigkeit, aber er macht das sensationell. Boah, jetzt zieht er da rein und schau diese enge Linienwahl. Der weiß einfach, wie er den Ski hinstellen kann. Und jetzt Lerchenschuss, auch hier. Enger Törli, jetzt bin ich gespannt, wie macht er früh in der Hocke. 96 Hundertstel. Jetzt runter, bleibt in der Hocke, Hausbergkante. kein Problem. Jetzt geht's los. Marco Odermatt Richtung Hausberg. Ja, das sind auch Kurven, die er kann. Top-Speed, schon wieder, Marco Odermatt. Ja, jetzt. Werden Schön. wir Züge hier von der Abfahrt. Über eine Sekunde! Jetzt rein, Traverse, da geht es ganz knapp auf, das ist Odermatt-Style. Und Umschlag, das geht, der hat guten Speed. Er hat den Vorsprung ausbauen können. Jetzt noch 42. Zielsprung, ja, da fliegt er Marco weit. Marco Odermatt. 1 Minute. 1,31 der Vorsprung. Ja, das ist wieder eine geniale Leistung, die von allen bejubelt wird. Schau dir, er schreit, er hat Freude, er weiß, heute ist ihm etwas Gutes gelungen. Und wenn wir etwas wissen, denn wenn Marco Odermatt so schreit, dann ist er happy. Jetzt jubelt er. Ja. Gestern haben wir es noch gesehen, er war nicht zufrieden ganz im Interview, hat er gesagt, ich habe nicht ganz alles gegeben, aber heute hat er alles drin geschossen. Ja, und schau, der hat Freude, wenn der fährt. Der ist einfach, das geht ab, Mann. Marco Odermatt, hier war es ziemlich knapp, aber knapp. Er hat den Ski lösen können, direkt auf der Kante. Ja. Schau, er setzt um und dann geht er halt einfach mit, wo es hintreibt und er kämpft nicht dagegen. Er hat oft mehr Weg gefahren, aber er hat den Speed mitgenommen. Aber jetzt, jetzt direkt der größte Konkurrent, Cyprien Sarrazin, die wechseln sich ja ab in der Leaderposition. Jetzt sind wir gespannt, was uns Sarrazin zeigt. Ja, das ist auch die Entscheidung über die Führung in der Abfahrt. In der Abfahrtswertung, genau. Ja. Springen kann er immer noch nicht. Das muss er noch trainieren. Beat Feutz hat gestern gesagt, ja, der Sarrazin, wenn der in der Luft ist, dann hat er Angst. Das verstehe ich. Da kommt er höher durch als Odermatt, aber ich weiß nicht, ob man Odermatt ist da weiter raus. Was ist der Speed? Cyprien Sarrazin, der weiß ja, wie man das fährt. Der hat ja gestern diese Abfahrt gewonnen und nimmt hier 64 Hundertstel Vorsprung für Sarrazin. Oi. Und wir haben bei Marco Odermatt bereits gedacht, das war ja unglaublich, diese Fahrt. Aber der holt hier nochmal extrem viel Zeit heraus. Odermatt und Sarrazin. Jetzt fast eine Sekunde Vorsprung für Sarrazin. Das wird schwierig. Jetzt müssen wir bangen um die Führung von Marco Odermatt. Ja. Aber die Strecke geht noch weit. 1 Sekunde Vorsprung. Panda zeigt mit dem Daumen nach unten, weil sie den Franzosen nicht so mag. Sie ist so Fan von Marco Odermatt. Appi Lerchenschuss. Jetzt kommen aber Technikpassagen. Und da ist Odermatt natürlich Sarrazin ein bisschen im Vorteil. Aber 1 Sekunde... Ui, da hat es ihm den Ski verschlagen, ja. Jetzt, das Tempo kann er eben auch mitnehmen.
Ja, da kommt er jetzt zum Hausberg. Und was sehen wir da als nächstes? Der hat einfach 1 Sekunde Vorsprung. Das ist etwas demotivierend, finde ich. Sarrazin zieht hier rein. Ein bisschen weniger direkte Linie als der Odermatt, aber das wird wohl kaum etwas zu machen sein. Der kommt hier runter mit 141 Kilometer pro Stunde. Unglaublich. Ja, und das wird nicht. Das ist eine Klasse für sich. Ja. Siegesfahrt von heute. Ja. Unglaublich. Unglaublich, sehr souverän, sehr schön. Ja. Cyprien Sarrazin. Überrascht uns noch mal einmal mehr. Und was macht der? Oh, Eskalation pur. Cyprien Sarrazin dreht durch in Kitzbühel im Zielraum. Der hat eine Party hier. Geil. Was für eine Aktion. Ja, der weiss jetzt natürlich, das lenkt für ganz auf. Ja. Also da sehe ich niemanden mehr, wo... Nein, das sehe ich auch nicht. Ja. Das ist eine unglaubliche Fahrt. Aber der Flug hier über die Mausefalle, da hatte ich etwas Angst. Weil, gestern haben wir Rücklage gehabt und jetzt ist er fast vorübergefallen. Ja, genau, ja. Ja, wenn wir das anschauen, Sektorzwischenzeiten, da war im ersten Sektor, Odermatt eine Hundertstel schneller und von da weg hat er einfach durchschnittlich Zeit verloren. Ja. Unglaublich. Das heisst, der Sarrazin hat die Führung in der Also in der Abfahrtswertung. Hat er jetzt die Führung? Ja, 76 Punkte und sind zwischen Odermatt und Sarrazin bis vor dem heutigen Rennen gewesen. Aha. Und jetzt ist Odermatt schon hinter Sarrazin, von dem her wird das... Es wird ein Duell geben bis Ende der Saison. Und ja, schau dir an, wie er hier jubelt. Aber das es ist ihm wunderschön. Ja, ich mag es ihm auch gönnen. Ich bin etwas überrascht, dass Sarrazin trotzdem noch so einen großen Vorsprung herausholt, nachdem Odi eine so tolle Fahrt gezeigt hat, obwohl oben war Odermatt einfach nicht ganz auf der Linie. Das ist es so. Bryce Bennett als nächstes am Start. Er hat bereits 3-mal das Podium besteigen können in einer Abfahrt, meistens in Gröden. Fliegt da über die Mausefalle, Super der 2-Meter-Mann. Es ist nicht ganz seine Strecke, er ist eher halt ein grösser gebauter Typ und da sind natürlich viele Technikpassagen, wo er sich eher damit abmüht. Ja, genau. Und jetzt zieht er rein in den Steilhang, kommt da auch näher durch als Marco Odermatt zum Beispiel. Aber wir schauen mal, was da mit der Ausfahrtsgeschwindigkeit passiert. Eher tief. Denkst du? Oh, 1,75 Sekunden bereits der Rückstand da oben. Das wird jetzt natürlich immer wie böser aussehen, weil die beiden Odermatt und Sarrazin so krass voraus sind dort vorne. Schon mit dem Lerchenschuss, obere Hausberg, Richtung Hausbergkante. Da haben wir auch tieferen Speed. Einiges an Zeit verloren. Da 2,99 Sekunden der Rückstand aktuell. Da wird er sich irgendwo in Richtung Platz... Ja, was haben wir da? Platz 7 oder 8? Ja, nein, das wird länger. Das wird der letzte Platz. Das wird aktuell wohl der 9. oder 10. Rang sogar. Ja, nein, 10. gibt es noch gar nicht. Ich bin froh, ist der Zielsprung nicht grösser, weil auch bei diesem kleinen Satz gibt es doch den einen oder anderen, der immer in Rücklage reingeht. Ja, das ist ein gefährlicher Sprung, echt wegen der Energie, was ich nicht mehr so... Ja, und auch, weil die Luft unter die Ski kommt und sie dann nach oben drückt. Ja. Das stimmt. Ja, Bryce Bennett heute sicherlich nicht zufrieden mit seiner Leistung. Ja. Aber wir haben noch ein langes Rennen vor uns. Ja, und jetzt... Sarrazin und Odermatt, was für ein schönes Duell. Und schau, auch Odermatt mag es ihm gönnen. Der weiß, ich wurde heute fair and square geschlagen. Und da diskutieren sie und sprechen miteinander. Das ist ein wunderschönes Bild. Florian. Als nächstes Florian Schieder. Der zweite von gestern. Zweimal auf dem Kitzbühel-Podest war. Gestern, wie du gerade gesagt hast, Zweiter. Und Oliver, ich muss kurz aufstehen. Ich lasse dich diese Fahrt alleine kommentieren. Oh, Geschwindigkeit von 110 bis 20 Kilometer pro Stunde und ein weiter Satz vom Schieder. Oh, der Schieder, ui, der weit gegen raus driftet. Er hat den Verschneider gehabt, es hat ihn eher rausgehauen. Und jetzt, wie geht er in den Steilhang hinein? Angriffige Fahrt. Unruhige Fahrt von Florian Schieder. Ab bei Brückenschuss. So, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Pause von mir. Ich musste kurz einen Snooze holen.
Und Ein Ricola. Ein Ricola, genau, unseren Ricola-Patrioten, den sehen wir ja dann auch bald. Florian Schieder, wie war seine Fahrt bisher? Wie würdest Unruhig, du... Unruhige ein bisschen Fahrt? chaotisch. Okay. Nicht schnell und nicht die direkteste Linie. Okay, das klingt nicht so gut. Marco Odermatt hat im Ziel einen Rückstand von 91 Hundertstel auf Cyprien Sarrazin. Und da müssen wir jetzt sagen... das war etwas eine spektakuläre Linienwahl. Der ist wirklich ziemlich trümmelig unterwegs. Da kommt er auch weiter raus. Und jetzt rein in den Lerchenschuss. Da treibt ihn auch über die blaue Linie. Da ist der Hintermann gestern ausgeschieden. Und jetzt hier, Kompression, hat er nichts gemerkt, ist heute nicht so stark. Weniger als erwartet. Und jetzt Richtung Hausberg. 2 Linkskurven. Und da geht es runter über den Hausberg. Wie sieht es aus? Aktuell über 2 Sekunden Rückstand. Das wird jetzt ein Duell um Platz 3 mit Ryan Cochran-Siegel. Der ist da im Ziel mit 2,22 Sekunden Rückstand. Kann er das noch aufholen? Unten raus muss er jetzt Gas geben für Platz 3. Speed nicht allzu schlecht. Und tatsächlich, er schafft es. Unten holt er 13 Hundertstel raus und setzt sich auf Platz 3, kurz vor Ryan Cochran-Siegel. Wenn wir jetzt das so anschauen, hatten wir gestern ja ziemlich kleine Rückstände aufeinander. Zeitunterschiede meine ich natürlich. Ja. Bei den ersten, sage ich mal, 10 Fahrern. Und dann wurde ja mit Florian Schieder das Rennen wie neu gestartet, als der kam. Weil bis dahin war Odermatt vorne und dann kam Schieder und setzte sich vor Odermatt und dann auch noch Sarrazin. Oh, Verbeugung. Von Adrien Theo. Das sind... Oh jö. Ja, das Klammeräffli Cyprien. Ja genau, Klammeraffe Cyprien soll sich jetzt aber warm anziehen, denn oben steht Dominique Paris. Man sieht beim Start, dass sie die Ski immer ein bisschen gegen links heben, damit sie da ausholen können. Und wirklich Vollgas in den Startschuss Richtung rausfallen können. Ein Weitersprung auch von ihm, kompakt in der Luft, 41 Meter und jetzt Richtung Hackerl, wie es die Österreicher sagen. Der zieht da durch ohne großen Bremser. Ja. Das wird sicherlich ein Vorteil sein für ihn. Er schlägt eng rein, geht nicht über die blaue Linie. Und das Tor da oben hat er attackiert. Und jetzt da hohe Linie oben durch und jetzt in die Hocke und Ski flach stellen. Und das ist jetzt eine Passage, die der Paris kann. Aber da muss er einiges aufholen. Bereits über 1 Sekunde Rückstand. Sorry, ich musste kurz etwas Wasser trinken. Für mich ist es immer noch ein Rätsel, wie der Cyprien in dieser Passage bis zum Brückenschuss schon die grosse Lücke zwischen sich und Odermatt reißen konnte. Ja, das ist wirklich spannend. Das ist ein Phänomen. Dieses Cyprien Sarrazin, der hat ja, ich glaube, noch keine 20 Abfahrten gefahren und fährt da so etwas von vorne mit. Ja. Und Dominique Paris, der schon ewig im Abfahrtsweltcup ist, der erfolgreichste aktive Abfahrer ist mit 18 gewonnenen Abfahrten, der kommt hier mit über 1 Sekunde Rückstand Richtung Oberer Hausberg. Die Legende von Bormio kann in diesem Streckenabschnitt mithalten mit Sarrazin. Aber einfach, ich weiss nicht, wo die Zeit noch aufzuholen ist. Das ist jetzt mehr Ansage auf Rang 3 wahrscheinlich, wenn denn überhaupt. Ich glaube, das wird einfach schwierig, da an Odermatt auch vorbeizukommen. Ja. Odermatt, der hat eine Zeit von 1 Minute 53 und 87 Hundertstel. Und jetzt muss Dominique Paris Gas geben für Platz 3. Da hat es ein Zeitfenster. Aktuell auf dem 3. Platz Florian Schieder mit 2,13 Sekunden Rückstand. Und da sind wir mit Dominique Paris mit 1,44. Und so haben wir eigentlich das Podest von Wengen einfach halt mit Odermatt auf dem 2. Platz und Cyprien Sarrazin auf dem 1. Ja. Das ist natürlich spannend jetzt. Ein Italiener-Päckchen. Gatt 3-4. Genau, 3-4 wird von Italien besetzt, Dominique Paris und Florian Schieder. Und ich habe jetzt auch meine Zwischenzeiten hier, da kann ich euch jeweils auf dem Laufenden halten, wie das ausschaut. Als nächstes ist dann James Crawford am Start. Der ist hier in meinen Zwischenzeiten bereits gestartet, während Cyprien Sarrazin einfach ein richtig cooler Typ ist. Ja, aber ist ihm zu gönnen. 28 ist, glaube ich, der Mann.
und hat viele Verletzungen hinter sich. Schaut jetzt, Cheesy gegen links, siehst du Ah mal? ja, stark, sehr gut beobachtet, Oliver. Und jetzt da sehen wir mal, ja, sie gehen gegen links und dann gleich Jawohl. rechts um die Ecke. Und nach 8,5 Sekunden, zack, schon über die Maus fallen. Ein schöner, kontrollierter Sprung auch. 42 Meter weit können diese Menschen fliegen, das ist unglaublich. Guter Start von Crawford. Aber jetzt hier ist jetzt der Abschnitt, wo Sarrazin unglaublich viel Zeit auf seine Konkurrenz hat rausgeholt. Und James Crawford wird da etwas weiter und ja, Es ist ein Schlat, seine Ski. ja, Cyprien Sarrazin ist da gefühlt wie auf Butter durchgefahren. Unglaublich. 1 Sekunde. Der Sarrazin ist, glaube ich, einfach mit dem Einfahrt, Brückenschuss eine höhere Linie gefahren. Es sieht wohl so aus, ja. Wenn wir jetzt die Leistungen von James Crawford der letzten Rennen anschauen, können wir aber auch bemerken, dass er aktuell etwas auf Formsuche ist, der Super-G-Weltmeister vom letzten Jahr. Und zwar wurde er gestern bei der ersten Abfahrt hier in Kitzbühel wurde er 23. Und in Wengen letzte Woche wurde er 21. Also da ist er etwas noch auf Formsuche. Jawohl. Und kommt jetzt da mit fast 2 Sekunden Rückstand daher. Ui, näher an die Bande. Oder Banner. Oder Plachen. Werbeplakate, überall, die Generali-Kurve da, kommt Ja, auch da über ist- die da ist- blaue Linie. Das ist wieder weit rausgetrieben, also das kostet nochmal Zeit. Ist schwierig zu sehen auf dem Bild. Wenn man eine Drohnenaufnahme hat, sieht man es viel deutlicher. Ja, genau, ja, die Drohnenkamera, die wurde ja hier eingeführt. Das war das erste Rennen, wo sie mit dieser Drohne gearbeitet haben. Und das hat sich jetzt durchgesetzt. Und wir sind natürlich dankbar für diese tollen Bilder. 2,44 Sekunden der Rückstand aktuell. Und da fährt er jetzt um Platz 7 oder Achtung. 8. Schießt der Murisier im Ziel mit 2,48 Sekunden Rückstand. Ja, Da sind nochmal 14 fast dazugekommen. ja, und jetzt, da kommt er über den Sprung. Der, Guter Speed. Ja, Da kann er vielleicht etwas gut machen noch. 2,75 Sekunden der Rückstand für James Crawford, aktuell auf Platz 9. Und schau, der fährt direkt raus. Der ist nicht zufrieden. Das läuft momentan nicht so, wie er sich wünscht. Odermatt und Sarrazin in ihrer eigenen Liga. Wieder einmal, ja. Oder könnte man fast sagen, Sarrazin in ihrer eigenen Liga und Odermatt in ihrer zweiten Liga und die andere in der dritten Liga. Ja, man muss wirklich sagen, der Cyprien Sarrazin, der hat dieses Rennwochenende einfach im Griff. Der Ja. dominiert schlichtweg. Gestern hatte er ja, wie viel Vorsprung hatte er gestern? Siehst du das? Odermatt haben wir, also Florian Schieder, nur 500. 500. Ja, gestern war das Rennen deutlich knapper als heute. Heute sehen wir größere Zeitabstände. Mal Jetzt schauen, was die Vincent Hoffnung von den Kriechmeier bringt. Österreicher. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt keinen Top-Crack wie der Vincent, der könnte den Österreicher endlich einen Podiumplatz erobern. Wer wurde gestern 7. bei der ersten Abfahrt? Wengen war nicht so gut. Ui, für und da Bremser, kommt er das- über die blaue Linie. Dann kann er nicht so direkt dranbleiben, es treibt ihn eher weit runter. Und zieht da aber schön eng rein. Ja. Und jetzt schauen wir, was hier Aber passiert. das Tempo, das wird gelitten haben darunter. Ja, schön früh in der Hocke, aber Ja, da. ja, 7 Zehntel bereits der Rückstand. Mal schauen, was jetzt über dieses Gleiterstück passiert, weil fein fahren, das kann dieser Vincent Kriechmeier. Vincent. Pause, Hurti zum Durchschnaufen für einen Fahrer. Genau. Zwischenbilos, aber viel, ja, allzu viel kann man da nicht überlegen. Eine Sekunde, jetzt der Rückstand. Ich verstehe einfach nicht, wie Sarrazin und Odermatt da oben so Ja. raushauen. Ja, Das da ist kann er auch unglaublich. nicht mit dem Odermatt mithalten. Ja, da oben, Odermatt war hier auch schneller unterwegs als Vincent Kriechmeier. Kriechmeier jetzt Richtung Achtung. Lerchenschuss. Wie kriegt er diese Kurve, die dieses Jahr ziemlich schwierig ist zum Fahren? Ja, das, Enger durch als Ja, Dominik Paris genau. vorhin. Jetzt Und wie die attackiert der Törli. Zack, attackiert. Abschnitt Bestzeit für Vincent Kriechmeier. Jetzt 200. Ja. hat er aufgeholt. Richtung Hausbergkante. Jetzt da unten fährt der Frech. Das ist ein guter Speed. Jetzt, Ab wenn in wir Hausberg. 1,21 Sekunden der Rückstand, das sieht nach einem tollen Resultat aus. Odermatt auf Platz 2 mit 0,91. Ui. Jetzt Das hat Zeit gekostet. schade. Schade. Zu weit runtergedriftet und nicht ganz raufgekommen. Dominik Paris auf dem 3. Platz mit 1,44 Sekunden. Und Vincent Kriechmeier im Ziel auf Rang 4 mit 1,73 Sekunden. Da hat er Ja. den 3. Platz in der Traverse aus dem Fenster geworfen. Ja, und zerteilt die Italiener.
Ja, genau. Er spaltet die Italiener. Ja, der Krieg war er schon noch ein bisschen auf der Suche nach ein bisschen Selbstvertrauen, hat er auch gesagt. Er ist noch nicht ganz, hat noch nicht ganz das Gefühl, das er schon mal hatte auf dieser Piste. Ja, es ist natürlich auch schwierig, wenn man so zwei Superhelden wie Odermatt und Sarrazin vor sich hat. Der Kriechmeier ist ja ein absolutes Jahrhunderttalent und wenn man halt solche Passagen auch retten kann, wie er hier in der Traverse gemacht hat, das darf man natürlich nicht vergessen, dass das eine unglaublich starke Leistung ist, trotzdem. Absolut. Eigentlich ist jeder, der die Streife bezwingt, eigentlich ein Sieger. Genau. Als nächstes am Start Mattia Casse. Der wurde 2023 Vierter hier in Kitzbühel, sein bestes Resultat. Und jetzt schauen wir, was er heute liefern kann. Gestern wurde er nur 34. Wurde da etwas unter seinem Wert geschlagen. Oliver, wie schaut es jetzt aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Sprunganzeige beim Rausfallen, ob die stimmt. Aber jetzt treibt ihn weit raus. Jetzt muss er einen Umweg fahren. Da fehlt ihm jetzt dann Tempo für das Gleitstück. Das war jetzt wirklich nicht ganz optimal. Ja, 110, Schau, das schon kostet. 1,37 Sekunden der Rückstand. Aber das war jetzt erklärbar. Ja. Da hat man gesehen, wo die Zeit liegen geblieben ist. Das weiss er jetzt natürlich auch im Kopf. Also jetzt wird er entweder unten ein bisschen etwas einsparen und sagen, jetzt riskiere ich nicht mehr alles, oder er gibt noch mal alles drin. Zack, sind wir schon im Lerchenschuss schon vorbei, richtig. Ah nein, jetzt gehen wir in den Lerchenschuss, excuse. Das ist der Hier kommen wir alte Richtung Schneise Lerchenschuss. Genau, das war die alte Schneise. Er ist hier etwas früher fertig als sein Teamkollege. Also Landsmann, muss man sagen. Die haben ja, natürlich sind die Teams nach Länder hier ja sortiert, oder ja? Oder? Ja, genau. Wichtig. Topspeed auf dem Hausberg. Und jetzt rüber über die Kante. Mit der Drohne. 2,17 Sekunden der Rückstand jetzt aktuell. Packt er oben an. Hier muss man immer schauen, dass so eine Welle drinnen kann aufziehen. Und dann runterstechen in diesen Zielschuss. Das letzte Türchen, da könnte man noch näher dran kommen. Ja. Guter 146,2 km/h. Super schnell unterwegs und als Platz Fünfter über Holt die Ziellinie. 3 Zehntel da unten auf. Also, so näher dran kommen ist natürlich schwierig als letzte Türchen vor dem Zielsprung, wenn man so ein höchstes Tempo hat. Und der freut sich da unten. Das muss eine Erlösung sein nach dem 34. Platz gestern. Trotz diesem Fehler oben im Steilhang hat er sich da gut revanchieren können und hat bis unten dann alles durchgezogen. Da Seidalarmsprung, wunderschön anzusehen. Und hier dieser Hausberg, Wie fühlt sich das an, wenn du da in den Hausberg reinspringst? Du springst ja eigentlich ins Nichts rein und fährst direkt aufs Netz zu. Ja, und du musst mit einer Geschwindigkeit von über 100 in einem queren Hang drin fahren. Oh, Swindal! Oh, Axel Lund Swindal, mehrfacher Kitzbühel-Sieger, ist auch hier. Didier Güsch, Rekordsieger. Fünffacher Sieger in Kitzbühel. Eines unserer Kindheitsidole, kann man so sagen. Unangefochtener Chef auf der Kitzbühel. Jetzt Nils Hintermann, gestern rausgefallen, beim Lerchenschuss ein Tor verpasst, ist fit, aber was kann er heute abrufen? Wurde letztes Jahr sogar Dritter hier und springt hier etwas wackelig über die Mausefalle. Du. Jetzt kommt er. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das extra so eine Linienwahl ist. Das war eine interessante Linienwahl. Ja. Das haben wir aber heute nicht zum ersten Mal gesehen, diese direkte Linie. Da muss er leicht andriften. Und jetzt kommt er hier raus. Wie sieht's aus mit dem Tempo? Schnelle Tocki. Oh, aber auch schon über 1 Sekunde Rückstand. Schade, aber wir bleiben dran. Jetzt gleiten, das kann er. Der bringt ja schon gutes Gewicht auf die Waage und das hilft natürlich beim Gleiten. Go, Hintermann, wo schneidet es uns her? Ui, aus der alten Schneise raus. Jetzt 1 Sekunde 16, der Rückstand ist nicht gewachsen. Der Rückstand hält sich in Grenzen, da mag er mithalten auf diesen Streckenabschnitten. Jetzt, das Törli hier hat er verpasst, jetzt hat es geklappt. Sehr gut, da direkt ist er durch. Dran. Jetzt angreifen, die Törli. Gib alles, Hintermann. Auf Sarrazin mit Top-Tempo sind da unten noch 3 Zehntel möglich. Da könnte also, wenn er mit seinen Gleiterfähigkeiten auspackt, etwas noch holen. Jetzt ist er hängen geblieben am Tor.
Ja. Ja, da. Wow, Ui. wow, wow. Ui, ui, ui. Ja, jetzt... Das war etwas wild und durcheinander da. Seine Ja, Körperhaltung ist schon eher gerade ein bisschen... jetzt stimmt etwas nicht mehr so ganz, aber auch er mag da noch runterziehen. Aktuell 2,59 Sekunden der Rückstand. Ui, ein Verschneider, aufpasst. Ja, da war vieles, war sehr gut bei dieser Fahrt. Aber da ganz unten 2,58 Sekunden. Und ja, wenn wir das anschauen, im Abschnitt der Traverse verliert er 6 Zehntel. Ja. Und das passt dann natürlich nicht ganz zusammen. Das ist Schauen wir brutal. nochmal die Highlights seiner Fahrt an. Mausefalle, etwas seitwärts in der Luft, dann muss er etwas rudert. rudern. Ja. Ja. Auch das ist eine schöne Sportart, Rudern, aber bitte nicht in der Luft. Bei etwa 100 km/h, bei einem Lieber nicht. 42 Meter Flug über Eis. Das ist ja, Das ja, ist- wir sehen uns, er ärgert sich. Ja. Nicht das Wochenende vom Hintermann. Es ist das Wochenende von Cyprien-Sarrazin. Es ist nicht nur das Wochenende von Cyprien-Sarrazin, es ist auch die Saison von Sarrazin. Während wir hier in die Werbung gehen. Oliver, komm, wir kommentieren die Werbung. Ja, ich hätte noch etwas Kurzes sagen zu Güsch vorher, wo wir noch haben gesehen. Sunrise, offizieller Hauptpartner von Swiss Ski. Er hat 4-mal Hahnenkamm-Abfahrt gewonnen, einmal ein Zusatzrennen. Und mit diesen 5 Siegen hat er eigentlich die österreichische Legende Franz Klammer abgelöst, der 4-mal die Abfahrt gewonnen hat. Boah, also Didier Güsch, ein wahres Idol auf dieser Strecke. Ja. Und ja, ich mag mich noch daran erinnern, als er den Rücktritt gegeben hat oder bekannt gegeben hat, das war vor Kitzbühel, vor diesem Rennen. Und dann haben alle von diesem Rekordsieg gesprochen, dass er doch unbedingt nochmal gewinnen muss. Und er hat effektiv, trotz dem riesigen Druck, dem Stand gehalten und die Abfahrt auf der Streif zum 5. Mal gewinnen können. Absolut. Und ich denke, dass das so schnell nicht geschlagen werden kann. Nein, ich glaube auch nicht. Interview! Tschüss, der Mirusier. Wie sind Sie zufrieden mit Ihrer Fahrt? Was ist da passiert bei der Mausefalle? Ja, ich habe mich verschlagen. Ich musste dort achten mit dem Absprung. Ich wusste nicht, wo die Kante ist. Meine Ski war nicht perfekt eingestellt. Also ich habe nicht die richtige Richtung angetroffen. Und ich hatte einen extrem grossen Speed, das habe ich auch gemerkt. Und ich bin einfach viel zu weit unten gelandet. Und dann hat es mich aus der Rolle gebracht. Ich hatte auch diese Kräfte. Sie sehen sehr unglücklich aus und lehnen sich so an Ihren Ski. Geht es Ihnen körperlich gut oder haben Sie Schmerzen nach diesem Vorfall? Wir hoffen natürlich, dass da... Meine Oberschenkel, die brennen und ich habe diesen Schlag, spüre ich schon. Ich werde mit der Physiotherapeutin schauen, dann kommt aber schon wieder gut. Aber diese Mausefalle, das war ein Schlag, das hat mir extrem wehgetan. Und dann die ganze Rennen nach unten habe ich noch durchgebissen, aber es war wirklich nichts mehr zu genießen. Okay, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Aktuell unterwegs Nils Alleg mit Topspeed, da Richtung Gleitstück. Der wurde gestern starker Zehnter und in Wengen Siebter. Also der Mann, der ist aktuell in einer sehr, sehr guten Form. wow, super Speed. Eieiei. Das französische Team überrascht und kommt wirklich Schritt für Schritt immer weiter vor. Jetzt Richtung Seidelalmsprung. Einen schönen Flug nehmen. Oh, der könnte jetzt sogar noch gefährlich werden für Marco Odermatt, wenn wir das jetzt so anschauen. Angriff auf Platz 2. Angriff auf Platz 2. Lerchenschuss. Jawohl, eine Drohne, das ist sehr gut. Er kann da direkt die Linie behalten. Und jetzt da auch immer noch dabei. Griff da. 1,13 Sekunden Rückstand. Oberhausberg, jetzt Das diese ist, Kurven, die muss ja. er gut ziehen. Speed ist gut. Ah, ja, Ab bei Hausberg. kann ich jetzt gar nichts aussagen. 1,36 Sekunden der Rückstand. Ein bisschen, ui! Dominik Paris mit 1,44 Sekunden unten im Ziel auf Platz 3. Was kommt jetzt mit Nils Allegre daher? Oh, jetzt hat er Jawohl. Zeit eingebüßt in der Traverse. Oder man hat natürlich dort unten sackstark. Fliegt hier über den Zielsprung und kommt ins Ziel auf Zwischenrang 5. Unten noch 2 Zehntel aufgeholt. Wenn wir das jetzt so anschauen, da kann man unten auf Cyprien-Sarrazin noch 3 Zehntel gut machen. Oh, da, was hätte der Was in ist der denn Hand? das für ein Kerli? Das sollte man auch kennen. Irgendein Kitzbühel-Sieger. Oder wahrscheinlich ist es etwas Präpariertes gewesen, also nicht echt ein Pokal. Aber hier, Das könnte sogar noch sein, ja.
Vielleicht war das Matthias Meyer. Vielleicht Nils Allegra. Der Mann, der ist sehr zufrieden mit seiner Leistung. Aktuell zwischen Rang 5. Das ist natürlich ein tolles Ding, was der hier abgeliefert hat. Als nächstes am Start Cameron Alexander, der letzte Woche ja in Wengen gestürzt ist, aber sich zum Glück nicht verletzt hat. Gestern bei der ersten Abfahrt fuhr er auf Rang 5 und bei diesem schönen Flug über die Mausefalle wünschen... Da trifft es raus. Heute hat er eigentlich angekündigt, er will voll auf Risiko gehen, weil wirklich angriffig sein. Es spürt zu viel Risiko. Ja, da war jetzt sehr viel Risiko zu sehen, aber wie du gerade richtig gesagt hast, das war zu viel. Und da stimmt so einiges nicht zusammen. Da muss er mit dem Handy Schnee. Das ist natürlich auch nicht optimal. 1,53 Sekunden der Rückstand für das Gleitestück. Tiefer Speed. Ja, der Mann, der wurde ja Dritter bei der WM-Abfahrt letztes Jahr in Courchevel. Wurde dann nur von Alexander Omot-Kilde und natürlich unserem fantastischen Marco Odermatt geschlagen. Jetzt kommt er hier zum Lerchenschuss. Jetzt Cameron Alexander schon mit einem hohen Rückstand. 1,9 Sekunden aktuell. Muss sich da heute öffnen. Der fährt jetzt da mit... diese Kurven sehen nicht so schlecht aus. Der Topspeed fehlt ihm aber. Ja, aber jetzt wird nochmal alles gefordert von ihm. Hausbergkante muss im Querschnitt fahren. Mit 100 km pro Stunde. Da verschlägt es nicht die Schuhe, alles, ja. Das so. Kreuz und quer verschlägt es ihn hier über diese Piste. 2,64 Sekunden. Kann er unten noch etwas Zeit gut machen? 142, ich glaube, das war schneller als Cyprien Sarrazin. Ja, unten hat er 800 noch aufgeholt und belegt aktuell Zwischenrang 12. Alexander hat das Mammutprogramm hinter sich. Das ist natürlich einfach auch noch nicht zu vergessen. Genau, hier zieht er Richtung U-Hackerl. Und jetzt da hat es ihn von der Linie weggedrückt. Da war effektiv nur noch ein Drifter möglich, um sich im Rennen zu halten. Und hier, das ist ein Riesenkampf in dieser Traverse. Aber dass er dort noch drinnen bleibt, das ist natürlich... sehr stark. Ganz stark. Die Franzosen freuen sich heute. Ja, das ist ein kuscheliger Haufen mit den Franzosen. Ne? Ja. Die haben ein super Team, die verstehen sich so gut. Und als nächstes Adrian Smizet-Seierstedt. Einer meiner Herzensfahrer. Der hat so eine schwierige sportliche Karriere und hat letzte Woche in Wengen den 4. Platz belegt. Mal schauen, was heute... Was? Das kann fast nicht sein, oder? Nein, das ist wahrscheinlich, weil er eine andere Linienwahl genommen hat. Aber schau jetzt. Oh, jetzt geht er da weiter raus. Der ist jetzt näher in die Linie rein, darum hat er so eine gute Zeit. Aber meinst du, er hat die Zeit früher ausgelöst? Genau, so. genau. Okay. Weil er direkter ist gefahren. Ja, trotzdem 83 Hundertstel Rückstand da oben, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, aber jetzt vergleichst du mit dem Vorsprung und wie viel er jetzt verloren hätte drauf, dann sind es 1,2 Sekunden. Das stimmt, ja. Aber was macht er jetzt hier? Ein guter Speed. Er holt auf. Wow. Hui, das wird jetzt spannend. Seierstedt. Mal schauen, wie kommt das gut? Jetzt zieht er da runter. Die Linienwahl ist unglaublich. Und Sturz. Oh nein, das wollen wir nicht sehen. Adrian Smizet-Seierstedt. Bitte steh auf. Lass er ruhig Zeit. Aber... er steht. Seierstedt. Volles Risiko, volles Tempo. Kommt da in die Rücklage rein. Ja, zum Glück hat er da seitlich einfach abliegen können. Und zum Glück hat er schon viel bremsen, bevor er ins Netz ist und ist mit dem Ski voran. Das ist eine ganz gefährliche Das Situation. war heikel, ja. Kommt da wirklich mit der Rücklage über diese... Ach, so schade. Der war so gut unterwegs. Fast hat er sich noch gehabt. Schau mal, er kämpft bis vor kurzem, bis ganz zum Schluss kämpft er, dass er nicht rausgeht. Aber er steht sich hinten auf den Ski. Ja, Svindal, der leidet natürlich mit hier. Das ist jetzt sehr schade, weil das ist ein unglaublicher Angriff. Das war ein Angriff auf Platz 2. Ja. Also aus Schweizer Sicht können wir froh sein. Wir sind nicht primär froh, ist er nicht verletzt. Genau. Aber das wäre verdient gewesen, wenn er die Fahrt runterbringen kann. Absolut. Ja, wir sehen hier Adrian Seierstedt im Ziel unten angekommen und der
fährt da ganz normal. Oh, ich das glaub, ist dann der Musiker. ist das der Andreas Gabalier? Ja, ja, der Schrottmusiker. Ja, Adrian, wir sind froh, bist du hier bei uns unten im Ziel heil angekommen. Da gab es diese Saison ja bereits auch andere Stürze, welche nicht so glimpflich ausgegangen sind. Ja. Gestern haben wir 3 Ausfälle gehabt. Ich habe etwas noch aufgeschrieben. Nils Hintermann haben wir schon erwähnt. Dann Daniel Dankelmeier, der hat Einfahrt, glaube ich, Hausbergkante, hat sie ihm runterverschlagen. Und dann der Ralf Weber mit einer höheren Startnummer ist er erst gekommen, der Schweizer. Hat er beim, was ist es, glaube ich, Traverse ist er ausgeschieden. Ist er dort ausgeschieden? Genau, 3 Ausfälle. Jetzt heute haben wir einen Ausfall angefangen. Und das ist nicht gut, aber wir sind froh. Verglichen mit Lauberhorn ist das Das ist schon ein entspannteres Rennen Genau. auch zum Kommentieren jetzt. Genau, Ja, andere Lauberhorn Quote. war extrem nervenaufreibend, während wir hier nochmal den unkontrollierten Sprung von Cyprien Sarrazin bei der Mausefalle sehen. Der hat einfach eine unglaubliche Überzeugung. Schau mal, die Sprungtechnik. Ja, die Sprungtechnik von der Cyprien Sarrazin, die lässt wirklich zu wünschen übrig. Weil Das ist ist einfach einfach- ein wilder ja. Vogel. Aber man muss sagen, er hat sich glaub, langsam ein bisschen kontrollieren, wie viel Risiko er nimmt. er arbeitet ja mit Psychologen zusammen. Genau, also man ja. kann schon deutlich entspannter seine Fahrt verfolgen. Und da macht er ein bisschen Odermatt nachher. Ja, im das Adelboden. Adelboden kopiert von Odermatt. Und Ja. dann macht er da ein bisschen den Den Hulk so ein bisschen. Ja, den Hulk. Und schreit die Leute an. Aber er weiss natürlich, das ist Ja. so ein einmaliges Erlebnis. Das ist ein einmaliges Erlebnis, ja. Ich glaube, er hat mit seinem Stock noch den Airfence zerstochen. Also die Luft rausgelassen. Wahrscheinlich schon. Das ist jetzt, vielleicht fliegt es im Zielraum das rum. Nice, als nächster am Start. Rogentin. Stefan Stevie Rogentin. Gestern wurde er 15. durfte diese Abfahrt eröffnen und heute kommt er mit der Startnummer 19 dran. Schauen Oh wir, ja. wie das bei ihm aufgeht. Wunderschöner Oh Sprung über die Mausefalle. Aber Ja, er ist ziemlich aufrecht. die Linienwahl war eher direkt. Also Ja. Er hat da eine hohe Spur gehabt, hat Dörli angegriffen, zieht treibt es dann... Ja, das war nicht Nicht schlecht. Ja. Schauen wir, wie es ihm hier ergeht mit der Ausfahrtgeschwindigkeit. Bisher, muss ich sagen, finde ich, Das ist nicht das schlecht. ist nicht schlecht. Das ist Das ist sogar eine recht gute gut. Fahrt, ja. Rogentin. Er ist ähnlich schnell unterwegs wie Adrian Smizet-Seierstedt vorhin. Schauen wir, wie sich das jetzt aufgeht. Jetzt. Kann auch sein, dass die Piste im Verlauf des Rennens etwas schneller wird. Schau, Speed 7 ist Zehntel, da hat er 1 Zehntel aufgeholt. Ich glaube, da oben wird die Strecke sogar noch etwas schneller. Das könnte gut möglich sein. Gestern war das auch der Fall gewesen. Ich werde das nachher noch erklären mit Arnaud Boisseau, oder wie der Boisset. Boisset, ja genau, Genau. den müssen wir auch noch ansprechen. Eine super Leistung gestern. Aber natürlich bleiben wir hier bei Stefan Rogentin dabei. Jetzt zur nächsten Zwischenzeit nach dem Lärchenschuss. Da hat Achtung. er eine gute Linienwahl. Jawohl. 1,36 Sekunden der aktuelle Rückstand von Stefan Rogentin. Speed ist hoch. Ja, diese Kurven, die muss er nun fein erwischen. Jetzt Topo links, nicht Dörli. ganz Topspeed hier auf dem Hausberg. Einen kurzen Drifter, 1,6 Sekunden der Rückstand. Platz 3 Dominik Paris unten im Ziel mit 1,44 Sekunden. Was macht hier Stefan Rogentin? Kann er da noch Zeit gut machen? Ah, jetzt ist der Rückstand etwas angestiegen. 2,9. Speed ist 143. nicht wie Gasse, aber nicht schlecht. Das wird Und vielleicht 5. Platz. Im Ziel Sechster 6. Platz. Okay. Ja, stark. Das ist ein starkes Resultat für Stefan Ja. Rogentin. Ja, sensationell. Gestern ist er ja, wie viel geworden? Gestern Irgendwo wurde er aufgeschrieben. 15. 15. Also heute ist das eine Leistungssteigerung. Ja, das ist eine definitive Leistungssteigerung, die wir da attestieren können. Du etwas sagen? Ja, ich sage jetzt etwas, und zwar, dass Stefan Rogentin hier wirklich eine tolle Leistung zeigt. Allgemein das Schweizer Team wirklich mit einer starken Teamleistung. Wir haben Odermatt auf Rang 2, wir haben dann auf Rang 6 Stefan Rogentin, Justin Murisier aktuell Platz 11 und Nils Hintermann auf dem 14. Zwischenrang. Aber wir sind ja nur bei Startnummer 20, da kann noch einiges passieren. Als nächstes beispielsweise Ottmar Ottmar Striedinger. Striedinger. Gestern auf Rang 21, heute will er sich steigern. Wie kann er das machen, Oliver?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sehen im letzten Abschnitt, da kann man 3 Zehntel machen und hier oben ist eigentlich einfach das Ziel, nichts zu verlieren. Und so genau so für Bremser, dass also Drifter, das kostet Zeit. Ja, Da das, muss er auch weit raus. Und wenn man da oben die Zeit einfach liegen ja, da kommt er auch weit oder nah ans Tor. oder? Und hier Ja, haben wir wieder das Bild von den 1,24 Sekunden Rückstand. wenn du da rauskommst mit vielleicht 4 Zehntel Rückstand, ist es noch möglich, Sarrazin zu angreifen. Aber sonst schwierig. Ja, extrem schwierig. Weil ich glaube, bis zur alten Schneise, also bis zum Ende des Gleiterstücks, da kannst du Sarrazin nicht schlagen. Ich Von glaube da so weg kannst du mit Sarrazin mithalten oder sogar unten, wie du gesagt hast, aufholen. Sind wir gespannt, ob das auch Ottmar Striedinger gelingt. Der Mann aus Villach aus Österreich, der 32-Jährige, jetzt bei seinem Heimrennen über den Hausberg rübergefahren Richtung Traverse. Jetzt, da tobt es da unten, der Kessel. Genau. Oh, läuft im G. Nichts passiert. 3 Sekunden aktuell der Rückstand, da ist noch einmal viel Zeit dazugekommen. Ja. Auch der Speed ist nicht so hoch bei Ottmar Striedinger, wie wir das vorhin gesehen haben. Platz 17. Ja, Platz 17, Das das ist ist eine abgeschlagen. Enttäuschung für ihn, ja. Aber trotzdem, er ist dieses Streif hinuntergeblocht. Das ist unglaublich. Vincent- Den Mut, den diese Fahrer haben. Das stimmt. Vincent Kriechmeier wieder auf Platz 4. Knapp, Aktuell bester Österreicher, ja. knapp neben dem Podest. Gestern haben wir ihn gehabt auf Platz 7. Genau. Du wolltest noch etwas zu Arnaud Boisset sagen. Genau. Boisset, gestern gestartet mit der Startnummer 53, hat dann aber nochmal raufgehen, weil eine Hilfskraft ist gestürzt Oh. und das Netz hat beschädigt. Und heute kommt er dann mit der Nummer 51. Schau dir das an. Cyprien Sarrazin putzt sein Siegerpodest. Sorry, erzähl weiter von Arnaud Boisset. Es war doch nennenswert gewesen. Oh, dann haben wir nirgends dran, der Babinski. Ja, Aber Boisset heute mit der Nummer 51. Und gestern auf jeden Fall ist er in die Top 10 gefahren, auf dem 8. Platz. trotz einem Restart wegen dem Sturz des Pistenhelfers wurde Genau. er Neunter. oder? 9. Sorry, ja. Boah. Juste de Murisier war 8. gewesen. Also hinter Juste de Murisier, natürlich neben Odermatt, drittbeste. Ja, also wirklich eine starke Leistung auch gestern vom Schweizer Team, während hier Stefan Babinski das Gleiche versucht für Österreich. Absolut. Gestern wurde Stefan Babinski Wieder. 31. Wieder 1 Sekunde. Das pendelt sich Sorry. jetzt ein zwischen 1,2 und 1,3 Sekunden Rückstand. Und schau, wieder aufgeholt, das bleibt Ja. jetzt dort. Ja, die Zeiten, langsam sehe ich ein Muster in den Zeiten. Ja, das ist wirklich, Sarrazin, das ist unglaublich, wie der heute da ist Ja. abgedonnert. Absolut. Stefan Babinski hatte ja letzte Woche in Wengen einen spektakulären Sturz im Brücklies, wo er so vor der Kamera hindurchgeflogen ist. Das war sehr spektakulär. Glücklicherweise hat er sich von diesem Sturz erholt und kommt jetzt hier trotzdem unter 2 Sekunden Richtung Ziel. Nicht Da. schlechter Speed, nicht Tiefe Hocke. schon besser gesehen, aber nicht schlecht. Und 4. Platz. 4. Rang. Stark. Das ist ein Vor toll. Kriechmeier. Ja, vor Kriechmeier. Wir haben das etwas verschlafen, dass da unten ja noch dass da unten noch 3 Zehntel liegen. Ja, ja. Ui, Sensationell. das ist sensationell stark. Ja, Österreich somit auf Platz 4 und 5. Heieiei, Stefan Babinski, was für ein Steigerungslauf im Vergleich zu gestern. Ja, also das ist eigentlich krass. Zwischen Odermatt und Paris haben wir 5 Zehntel. Und zwischen Odermatt und Sarrazin haben wir 9 Zehntel. Also das heisst, wir haben 1 Sekunde 40 auf, also 1 Sekunde 44. In dem Aha. Sinn im Podest Differenz. Das ist noch. Das ist eine große, große Differenz. Ja. Als nächstes Miha Robat. Das wäre jetzt eine Sensation, wenn der Miha hier in die Nähe von Podest fahren würde. Und da fliegt er weit. Ui! G zusammengeschlagen. Das war jetzt gefährlich gewesen. Uiuiui. Miha, Oh. ja, jetzt muss er da weit raus. Es Ja, ist- ja. Und weit runter. Er geht weit nach unten. Gestern wurde Wie er schlägt er da 29. Ja, bis jetzt nicht diese Fahrt. Ich Jetzt glaube, hätte er sich korrigieren müssen und Ja. das kostet natürlich extremes Tempo. Ui! ui, Weit ab-
Banner raus. Auch stark auf die Bremse getreten. Aber krass, gleich nur 1,3, aber gleich, jetzt summiert es sich das erste, weil jetzt kommt halt die Passage vom Gleiten. Genau. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann schon 2 Sekunden. Ja, wie du gesagt hast, aktuell Michal Hrobat mit 2 Sekunden Rückstand unterwegs. Der Mann aus Kranji, Slowenien, der ist erstaunlich klein für einen Abfahrer. Ui, ja. Eng geworden. 1,74 Meter groß. Ich glaube, so die durchschnittliche Größe liegt so bei 1,85. Außer natürlich Bryce Bennett mit den 2 Metern, oder? Und jetzt hat er hier Richtung Hausberg wieder 200 gut gemacht. Da hat er wieder aufgeholt. Ja. Mal schauen, was das bis zum Ziel hin gibt. 2,25 Sekunden der aktuelle Rückstand. Jetzt ist er hinter Top 10. Ja, die Top 10. 2-2-2 Genau, Top wäre 10. Top 10, ja. Jetzt, ja, das wird leider Ja, knapp. das wird für ein... Außer er holt jetzt die 3 Zehntel auf, die da unten möglich sind. Speed. Wow, ein weiter Flug. Das könnte noch etwas unten rausgeben. 2,42 Sekunden der Rückstand aktuell zwischen Rang 12. Hinter Knapp Hemmetsberger. hinter Hemmetsberger und gleich vor Justin Murisier, der nun auf Platz 13 zu finden ist. Als nächstes haben wir wieder einen Schweizer am Start. Alexis Monet, der junge 24-Jährige aus der Schweiz. Aus welchem Kanton? Oh, Sarah sehr feiert. Yes. Der freut sich auf Alexis Monet. Ah ja, natürlich. Genau, Alexis Monet, der fährt jetzt, oder sein Ziel ist es, regelmäßig in die Punkte zu fahren. Und jetzt gehen wir zuerst nochmal in die Werbung, offenbar. Ja, wenn wir es dann dokumentieren, die Wir, Werbung. wir kommentieren jetzt die Werbung. BKW Also. engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit im Schneesport. Wir machen Lebensräume lebenswert. Du. Handypause. Ich kenne die Werbung nicht. Oder, an dieser Stelle, ich entschuldige mich noch an liebe Freunde von Südseeinseln oder wer auch immer zulässt für meine ein bisschen verschnudderte Nase, falls ihr es bemerkt habt, was ich schwer annehme. Wir sind halt hier nicht im Süden in dieser schönen Wärme, sondern es ist hier arschkalt. Aktuell minus 3-4 Grad hier in Thun. Wir nehmen ja das in Thun auf. Wir Genau. wohnen beide hier. Adresse ist Pfarrmattweg 23. In 3637 Hünibach. Genau. Das war jetzt absolut Olis ein Kaffee. Handynummer auch. Oh, Interview. Ich bin Marco. Okay, ja, wir sehen hier natürlich jetzt zweite Rang heute. Ja, mal ein bisschen zufrieden, oder? Ja, ist super gewesen. Und ja, der Cyprien ist halt einfach ein Psycho, oder? Der hält das Vollgas raus. Ja, nein, zufrieden. Ja, aber es war cool gewesen. Gestern hat er noch nicht ganz alles gegeben. Nein, gestern ist es eigentlich nicht so schlecht gewesen. Aber heute nochmal eine Steigerung. Finde ich gut, bin ich zufrieden. Jetzt, ja, ich freue mich auf Alexis, der jetzt da einfährt, oder? Ja, ist super, ja. Gesamtweltcup kommt gut, ja. Hey, und dann hast du noch das Red Bull reingefetzt und ja, nein, Ja, wirklich. und wie sieht es aus mit Abfahrtswertung? Ja, das sehen wir dann noch. Also, wir sehen, das Rennen ist noch nicht geklärt zwischen Sarrazin und Odermatt. Odermatt, sein Dialekt war jetzt etwas ziemlich komisch, oder? Ja, er hat ein bisschen stärker zugenommen. Er war über Weihnachten halt in Nidwalden. Was? So, Was hat es zugenommen? sein Dialekt hat zugenommen. Aha, jetzt habe ich gedacht, du hast Achtung, gesagt, Marco Odermatt Augen hat auf. zugenommen. Oh, Alexis Monet, da haben wir jetzt wieder die spannende Situation von 85 Hundertstel Rückstand nach dem Steilhang. Und jetzt geht es weiter Richtung Super Tempo, Leitungsstück. jetzt wird es spannend, jetzt müssen wir dranbleiben, jetzt müssen wir schauen. Oh, er hat das Törli verwünscht, das war gut gewesen. Jetzt kommt noch ein Törli. Da hat er auch verwünscht, das war auch gut gewesen. 98 Hundertstel Rückstand aktuell. Mein Kommentator ist am drüben drehen. Alter Scheiße, jetzt Richtung Seilbahnensprung. Jetzt, der Sprung wird ca. 40 Meter weit gehen. Alexis Monet mit 1 Sekunde und 08 Hundertstel Rückstand. Das ist eine gute Und der- Leistung. Ja, aber das wisst kommt ihr, gut, sorry. Das ist super, ja mach nur. Meine Schnuddernase kann nicht mithaben mit so viel Schnurren. Lerchenschuss. Aber Lerchenschuss, jetzt. Jetzt bleibt drauf, Gute schön auf den Linie, Skistern. gute Gut. Linie. Und tiefe Hocke sofort wieder suchen. Wie Sehr greift er gut. die Törli an? 1,32 Sekunden aktuell sein Rückstand. Wir erinnern uns, 1,44 Sekunden aufs Podest. Gut. Was geschieht hier weiterhin mit diesem Gut. jungen Schweizer? Komm jetzt, Alexis, Alexis. gib alles. Alexis. Oi, das ist gut, das Ja, ist gut. 1,56. Vierter Platz. Ja,
Stefan Achtung. Babinski auf Aufziehen. Rang 4 mit 1,69. Umschlagen. In die Hocke. 1,87 und da unten liegt ja noch Zeit. Wenn du jetzt 3 Zehntel rausholst, dann Ja, sieht das nach Platz 4 aus. Zieh! Ja, Alexi! Alles. reinwerfen! Platz 4, Ja, Platz 6! Okay. Sehr gut! Das Super! ist- okay. Starkes Resultat gut von gewesen. Alexis Money. Yeah! Money, hey! Nice! Tolle Leistung von Alexis Monet. Gestern Gestern 20. Ja, auch bei ihm wie Argentinien Leistungssteiger. Ja, extrem. Das Schweizer Team, das zeigt hier wieder eine starke Teamleistung. Wer ist das? Das ist ein Bernie Ecclestone, glaube ich, der ehemalige Besitzer von Oh, das ist... Thomas Dresen, der Mann, der heute seinen Rücktritt gibt. Ja, das Macht wird sich speziell parat. mit der Startnummer 31 wird er dann starten. Sein Landeskollege, der Josef Fersel, der steht jetzt am Start. Jawohl. Wurde in der ersten Abfahrt hier 40. und hat bereits hier in Kitzbühel den Super-G gewonnen, der dieses Jahr ja nicht stattfindet, diese Super-G. Weitersprung. Wiederum stürzt er Ui. 2022 schwer hier und in Kitzbühel. Josef ist am Driften. Ja, Josef Fersel, was denkst du, was für eine Zwischenzeit werden wir jetzt sehen nach Ausfahrt Steilhang? Ich denke, wir sind wieder bei den 1,2 Sekunden. Ja, Würde ich mal schätzen, es ist doch einige Drifter drin gewesen. ja, genau diese 1,2, 1,3 Sekunden. Und du, wenn die 1,2 bis 1,3 da oben sind, dann wird es nach Top 10 die Platzierung sein. Wenn du da oben mit 0,8 Sekunden Rückstand daherkommst, Ja. dann hast du gute Möglichkeiten Ja. auf die Top 10. Absolut. Bei Alexis Monet haben wir gesehen, da war sogar Angriff gewesen aufs Podest fast. Richtig, ja. Während hier Josef Fersel die weitere Linie im Lärchenschuss wählt. Da sind wir schon noch in Top 10 unterwegs, aber da darf er da unten nicht mehr viel verlieren. Die Top-10-Grenze zwischenzeitlich liegt bei 2,13 Sekunden. Der 10. Platz wird aktuell von Florian Schieder belegt. Ui, Da spannende Aufnahme. Ui, Verschneider über den Hausberg. Da ist er ein bisschen zu weit rechts gesprungen. Muss da einiges Umweg fahren. Das wird natürlich jetzt schwierig auf die Top 10. Da, Ja, sind da wir ist die deutlich Top hinter. 10 ist Ui, jetzt drückst du noch das hinten ist die runter. Kompression, die es dort gibt. Ui, das war jetzt eine Schrecksekunde. Du. Platz 22. Ja, Vielleicht das wollte er so super aerodynamische Hocke machen. ich glaube, der hat... Oh, das war Tom Cruise gewesen. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht, ist auch egal. Oder ich sage jetzt sicher, es ist Tom Cruise. Ja, da haben Tom wir Krusli. den Krusli gesehen, Ferstel auf Platz 22. Donnere. Hätte Seemunde wahrscheinlich einfach beide Energie geraubt. Ja, da hat es ihn wirklich zusammengedrückt. Vielleicht sehen wir ja das nochmal. Das Ui. war eine heikle Situation Und mit da dem hätte Verschneider. er eigentlich ja schon gegen links wollen, aber mit dem Verschneider hat er in die gegengesetzte Richtung gebracht. Und das ist schon gefährlich. Weil wenn du dort hinten runtergehst, dann fliegst du über die Schanzen raus. Auch wenn die nicht hoch ist, das ist brandgefährlich. Ja, als nächstes am Start Maxence Musaton aus Frankreich. Der wird sicherlich auch unten umarmt werden von Cyprien Sarrazin. Und jetzt dieser Flug Ui, über die Mausefalle. Die Ah, Franzosen wie die Gumpen, also ja, das Schrecksekunden. Jetzt guter 15 Start. Hundertstel der Rückstand hier Aber- aktuell. Jetzt, wie ist er am... Ui, da geht direkt rein. Das ist die Franzosenlinie. Ja. Er wurde gestern 12. Mal schauen, wie das heute ausschaut mit der Ausfahrt hier oben. Keine grossen Drifter, das sieht gar nicht allzu schlecht aus. Eine Sekunde, das ist jetzt das erste Mal, dass jemand zwischen diesen beiden Achtzehntel oder 1,3 Sekunden Ui, liegt. weiter Ein Satz. schöner Weiterflug. Ja, look, er Das hat ist- aufgeholt. Das ist gut. Das könnte ein Angriff sein auf Platz 5, 6, 7. Wenig Drifter, ab in Lärchenschuss. Nein, das könnte sogar ein Angriff sein aufs Podest. Dominik Paris auf dem Podest auf Rang 3 mit 1,44 Sekunden Rückstand. Jetzt wird's spannend, weil wir sind hier schon auf dem Hausberg und unten nach der Traverse liegen ja noch 3 Zehntel. Der könnte sogar noch Marco Odermatt verdrängen, wenn Ja, jetzt absolut. alles gut geht. Musato. Musaton hier 1,19. So, sensationell. Oh, das wird schwer, das wird schwierig. Das wird brandgefährlich. Das wird brandgefährlich. Angriff Dominik aufs Paris. Podest von Achtung. Maxence Musaton. Jawohl, das ist gut. Jetzt. 1,78, Ui. jetzt 3 Zehntel von hier weg sind aufzuholen. Jetzt schafft er das. Rang 4. Speed war nicht optimal gewesen.
Das wird leider nicht länger. Oh, Rang 5, 1,72 Sekunden Rückstand. Aber was für ein tolles Resultat für Absolut. Maxence Musaton. Absolut. Ganz egal, Platz 3 oder nicht, das ist eine sensationelle Leistung. Das war sehr cool. Spannend. Ja. Also ich hatte zeitweise fast noch Angst, dass der jetzt noch den Odermatt abfängt da oben. Ja, das ist eben Kitzbühel. Das ist Kitzbühel. Aber ich hatte weniger Angst gehabt, aber Platz 3, da ist noch etwas möglich, weil man wird durchaus schneller mit dem Verlauf der Zeit, also in hinteren Startnummern, ist da auch noch etwas zu machen. Absolut. Das ist ein spannendes Bild. Danke ORF für die tollen Filmaufnahmen. Genau. Und dass wir sie natürlich benutzen dürfen. Wink, wink. Dabei. Ich brauche einen Schluck Wasser. Brauchst du einen Schluck Wasser? Ich Oder nehme Cola. da ein bisschen Cola. Das ist Fritz Meinecke, der Vater Und, von Hemmetsberger. Wirklich? Nein. Keine Ahnung. Daniel Dankelmeier als nächstes unterwegs, während wir da kurz etwas trinken. Willst du noch ein bisschen mehr Cola, Oliver? Alles gut. Ja, doch, ich schenke Aha. dir doch Nachweis. Ui! Was? Das war ein weiter Satz. Ende gegen links, jetzt muss er gegen rechts ausholen. Der verschlägt im G wilde Linienwahl von Hemmetsberger. 0,34 Sekunden Rückstund. Rückstand. Rückstund. Oh, da auch weiter aus. Der wird sich jetzt wohl wieder bei diesen 1,31 Sekunden Rückstand einsiedeln. Ja, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, leider. Oh, da hast du natürlich das Auge dafür. Ja, du Superprofi, du. Aber schau, immer noch unter 2 Sekunden. Jetzt nicht mehr. Ja, Ich glaube, ich habe es verschrien. Sorry, Dani. sag das nicht. Daniel Dankelmeier. Der Mann, der ist 30 Jahre alt und gestern ist er nicht ins Ziel gekommen bei der ersten Abfahrt. Richtig. Weißt du noch, was passiert ist? Ja, ich habe es vorher schon angetönt, aber ich habe dann, glaube ich, etwas von Hausbergkanten geredet, aber im Ansatz zur Traverse ist Dankelmeier von der Strecke abgekommen, aber kann sich knapp von der Fangnetz retten. Aha. Glück gehabt. Ist nicht in die Netze geflogen. Nein, gar nicht. Aber kurz davon entfernt. Ja. Jetzt hier, was schreiben wir für einen Platz an? Das geht wahrscheinlich, ja, ich würde sagen Platz 19. Ja, tatsächlich. Habe ich jetzt natürlich abgelesen. Ja, er ist nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung. Als nächstes kommt einer meiner Lieblinge diese Piste herunter. Und zwar ist es der Oldie, der Super-Italiener. Mein Fahrer Nummer 1, weil er so ein lebensfroher Mensch ist. Und in Wengen hat er sogar Marc Odermatt seinen Leaderthron gestohlen. Es ist Christoph Innerhofer, wenn wir hier den schönen Zielraum sehen. Hier, Christoph Innerhofer am Start. Der Streif, der 39-Jährige aus Bruneck, Italien, fährt jetzt Richtung Mausefalle und fliegt. Oh, in Innerhofer-Style. 50 Meter, boah. Ich sollte nicht Cola Christoph trinken, wenn man- Innerhofer, der Eisspezialist, was? Also muss man gurpsen, wenn ich Cola trinke. Ja, das macht es ja noch lustiger. Ja, das ist schon herausfordernd. Manchmal, wenn ich ein Wort machen was... Also ich So. finde, das ist... Ui! Oh, fährt über die Bande, Christoph Ui, ui, Innerhofer. ui, ui, ui. Das ist Und gestern- 18, aber jetzt hat er natürlich tieferes Tempo. Jetzt Ja. fehlen ihm einige Kilometer pro Stunde. Oder meinst du, das hat Tempo gekostet? Ja, am Band das wieder hat abzukommen? sicherlich Tempo gekostet. Wir sehen es hier Weil ein... Bodie Miller hat das auch mal gemacht und dann hat es ihm kein Tempo gekostet. Aber doch, Ja, jetzt doch, hat's da hat natürlich es ihn Tempo auch gehabt. gekostet. Jetzt Christoph Innerhofer mit dieser abenteuerlichen Fahrt natürlich etwas im Rückstand. Ja, Lerchenschuss jetzt. Generali. Generali-Kurve da, ja, da ist auch nicht die letzte Überzeugung, glaube ich, nun dabei. Ja. Und man muss ja sagen, er hat ja einen Sturz gehabt, heftigen Sturz in Bormio. Im Super-G, genau, ja. Und da ist er sich auch noch eigentlich am Erholen. Also er ist noch nicht 100% fit. Genau. Jetzt Richtung Hausberg. Da kennt er die Linie natürlich. Das ist nicht das erste Mal, dass er hier diese Piste herunterfährt. Gut zu Der sehen. Mann hat Erfahrung. Mit seinem hellen Helm. Genau. Wissen wir immer, wo er ist. Ja, über Rest- 3 Sekunden aktuell der Rückstand. Guter Speed. Grosser... Ui, macht den Skispringer da unten. Es gibt noch ein Zeit, gut. Simi Amann. Grosser Respekt an Christoph Innerhofer. Super Krigu. Guter Start gewesen.
Oh, du hast recht mit dem Cola. Gell? Ein Gaseln tut es gut. Schau, Schau jetzt die jetzt Szene so noch er an. fährt auf die Bande mit einem Ski. Uai. Okay, ja, da ist natürlich das Problem auch, dass er die Hockey nicht machen kann während dieser Zeit. Das wär cool. Da, ja, und da kostet es natürlich Zeit. Das ist absolut nicht aerodynamisch gesehen. Oh, der hat zuerst zerhaut da Törli. Attackiert hat er auf jeden Fall. Und da wieder diese beiden. Odi und Sarrazin. Ja. Was die wohl alles miteinander Ich besprechen. glaube, Sarrazin versteht es gar nicht ganz. Er schaut ein bisschen ungläubig rein. Und der Odermatt würde mich noch wundern, wenn wir dann nochmal ihn fragen könnten. Das hat nicht mehr gelangt, die Frage. Aber wo sieht er vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten in seiner Fahrt? Oh ja, das wäre natürlich spannend zu Ui! hören. Jared Ui. Goldberg. Bereits gestern eine wilde Fahrt und heute beginnt es genau gleich. Ach, das ist ja guter Musik. Ja, da hat er enge Linienwahl verpasst. Genau. Gestern wurde er 32. Da geht er auch raus, kurveln. Letztes Jahr, als wir das Rennen moderiert Ui. haben, kommentiert haben, Oh. ist er ja bereits gestürzt und Was heute was ist noch etwas nicht gut. Ja, das ist gefährlich. Jared, jetzt schau einfach, dass du sauber ins Ziel kommst. Fokus, Jared, Fokus. Was hast du noch wollen sagen dazu? Letztes Jahr ist er ja gestürzt, als wir da kommentiert haben. Ah. Ja, und heute ausgeschieden, ja. Gleiche Stelle wie Hintermann. Besser. Zum Glück ohne Sturz ausgeschieden, aber da hat jetzt einiges nicht zusammengepasst. Nein. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass, falls er das so weiterzieht, er vielleicht sogar noch stürzt. Deshalb bin Absolut. ich froh, fährt er hier da einfach raus. Ja, also das... Ja, Ja, das hat heute einfach nicht zusammengepasst. da kommt er nicht einmal annähernd an das Dörrli her. Nein, die Anfahrt hat er komplett falsch gemacht, den Blinker zu spät gesetzt und dann hat es Absolut. ist einfach nicht mehr aufgegangen. Tragisch. Wenn wir hier die, Für die amerikanischen Fans. ja, die, Aber tragischer wäre, wenn er würde stürzen. absolut, da die älteren Skihelden von früher, ich kann sie leider nicht beim Namen nennen, Ja. die schauen jetzt da Jared Goldberg zu, wie er hier im Ziel einfährt. Natürlich etwas enttäuscht. Aber Franjo hier von als nächstes Almen. der Franjo von Almen. Gestern 38. Heute will er eine Steigerung. Und nämlich so wie in Wengen, wo er 2-mal 14. wurde. Schöner, Wow. kompakter Flug über den Hundschopf. Wunderbar mit anzusehen. Der Jungspund von Boltingen. Boltingen. Ja, stimmt. Ja, genau. SC Boltingen. Ja, jetzt reinziehen in diesen Stein. Das ist eine gute Linie. Gute Linie. Ja. Jetzt kann er das Tempo mitnehmen. Da liegt er fast im Schnee. Aber das ist ein schneller. Ja, 16. der Rückstand. Aber ihm fällt jetzt Ja. Tempo. 7 Das- km/h fehlen ihm auf den Topspeed. Das hat Hoffen wir schnell doch. ausgesehen, aber. Ja. Ja, das zieht sich jetzt da Jetzt sind wir über diese gespannt. Fläche. Wir werden es jetzt gleich erfahren. Ah, leider. Ah, nein, das ist immer noch gut. Das ist noch 1,14 und von hier weg kann man Zeit gut machen auf Sarrazin. Ja, schon Jetzt sensationell. Wir sind dürfen wir- die ganze Fahrt sehen von ihm. Jetzt mit einem Sprung in die alte Schneise. 1,2 Sekunden immer noch der Rückstand. Das ist sehr gut. Das ist eine starke Leistung von Franjo von Almen. Und da kann man wirklich Tempo generieren, wieder Ja, schau- engste Linie fahren. Schau, wie er die aerodynamische Position sucht. Ja. Der nimmt die Stöcke immer wieder direkt unter die Arme. 1,17. Schau, wie der Dörrli attackiert. Abschnittsbestzeit. Franjo von Almen Sensationell. unterwegs mit einer Superfahrt. Sensationell. Das Podest, dritter Rang, Dominik Paris, Wow. 1,44 Sekunden Rückstand. Das Schau mal. zeigen diese jungen wilden Schweizer hier. Das Schau ist mal. unglaublich. Wow. Ja, Da greift da. der greift das Podium an. Oh. Nein. Jetzt. Oi. Er ist der, ausgeschieden. na, so schade, Franjo von Almen. Das tut weh. So gut auf Kurs. Sensationell wäre das gewesen. Das wäre So schade. das wär der dritte Platz gewesen. Ja, Mist. der wird sich so etwas von ärgern, Das, wenn er ey. das unten sieht. Pfui. Das gibt eine Woche Frust, aber dann gibt das einen Haufen Was glaub, ist Freude. falsch gegangen? Ja, der hat es oben schon verpasst für die Hausbergkante rein. Und hier habe ich es noch gar nicht registriert, dass er es verpasst hat. Habe mich gefragt, warum er so eine Haltung hat. Ich habe es auch nicht direkt gesehen. Ich habe es vermutet, dass er das verpasst hat. Ja, da ist er einfach
aus diesen Schwüngen raus, zu weit gegen rechts in die Hausbergkante. Genau, da sehen wir wieder das gute, altbekannte Superpodium. Da- Sarrazin, ja. Odi und Paris. Und Paris mit einem grossen Lächeln im Gesicht, und er hat ganz genau gewusst, das war ganz knapp gewesen, dass er immer noch dort stehen. Genau. Wunderschön, wie du das gesagt hast. Als nächstes Mathieu Bellet. Achtung auch auf ihn. Dieser Mann, der hat bereits für einige Furore gesorgt mit Ui. super Die Trainingsresultaten. Franzosen, die machen mich fertig langsam. Du. Boah. Der mäht hier einfach alles nieder. Jetzt umschlagen, ab in Steilhang. Das ist eine engere Linie. Das ist wieder eine wilde Fahrt. abenteuerliche Fahrt. Wilde Ja. Fahrt. Also, jetzt treibt es nicht zu weit ab, aber hat er den Speed? Nicht allzu schlecht. Ja, 1,15, wenn wir uns zurückerinnern. Wir sind wieder mal ja, bei 1,2 Sekunden. Genau. Franjo von Almen, ich möchte noch mal kurz auf seine Leistung zu sprechen kommen. Das war genial. Absolut. Von ihm dürfen wir noch viel erwarten in der nahen Zukunft. Auch. Wir haben ein super junges Talent. Also mehrere junge Talente. Wir haben Franjo von Almen, Alexis Monet, Marco Kohler, der leider aktuell verletzt ist. Arno. Arno Boisse, der noch starten wird, der gestern ja diese phänomenale Leistung gezeigt hat. Oh, Achtung! Da verliert der Horti Toki, muss korrigieren. Speed ist nicht schlecht. Bellet wird aber da um Top 10 müssen bannen. Ja, Top 10. Aktuell auf dem 10. Rang Mattia Casse immer noch mit 2,09 Sekunden Rückstand. Da treibt es ihn etwas Ja. tief in der Traverse. Jetzt muss er einen grossen Bogen fahren. Hat mich fast erinnert an Kilde, wo eigentlich jetzt so weit raus ist. Letztes Jahr Kilde bei der ersten oder bei der zweiten Abfahrt, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, bei der ersten war es so wild. Aktuell 13. Zwischenrang für Mathieu Bellet, verdrängt da Justin Murisier um einen weiteren Platz nach hinten. Aktuell Murisier auf Rang 16. Der Alexis Monet, der junge Schweizer, auf Rang 7. Ich glaube, das Podest ist bezogen und Ja. die nächste Fahrt, die Dürfen wir geniessen. müssen wir natürlich genießen. Die Franzosen, du. So ein schönes Bild. Als nächstes am Start Thomas Dresen. Eine grosse Legende. Eine große, große Legende. Bester deutscher Abfahrer aller Zeiten. Und das wird jetzt eine Fahrt sein, die er sich natürlich daran erinnern will. Es ist die letzte Fahrt von Thomas Dresen hier in Kitzbühel, wo er bereits einmal gewonnen hat. Und das müssen wir jetzt einfach anschauen. Sein Rücktritt, den gibt er, weil er einfach zu viele Verletzungen hatte und sein Körper nicht mehr diese Strapazen erleiden kann. Ja, wir haben es gesehen am Lauberhornrennen. Dort Genau. hat er abbrechen, hat sich am Knie gehabt. Ja, der fuhr dann sehr passiv rein und auch hier, man merkt, das ist jetzt einfach für ihn selbst, dass er das nochmal genießen kann, diese Rennenergie. Absolut. Er hat ja, ich glaube, mehrere 100 Weltcuprennen hat er bestritten, 5 Abfahrten hat er gewonnen. Wirklich der erfolgreichste Abfahrer der aller Zeiten aus Deutschland. Thomas Dresen, wir wünschen ihm alles Gute und hoffentlich, dass er körperlich sich etwas erholt. Absolut. Und natürlich trotzdem eine tolle Berufung findet, die vielleicht ja sogar mit dem Skisport zu tun hat. Es wäre schade, wenn wir ihn nicht mehr zu Gesichte kriegen würden. Das letzte Mal in Hausberg rein, das Highlight von dieser Strecke. Genau, Richtung Traverse. Und jetzt wird er gleich in Empfang genommen von ca. 60.000 jubelnden Fans, die ihm natürlich auch alles Gute wünschen. Schau dir dieses Menschenmeer an. Da super kommt er runtergekommen. nochmal mit einem wunderschönen Flug Wunderbar. über den Thomas Zielsprung. Thomas Dresen, was für eine großartige Karriere, die in diesem Moment zu Ende geht. Wir Absolut. zollen alle einen riesen Respekt und ziehen unseren Kopfhörer. Und da weint er im Ziel. Wir ziehen unseren Kopfhörer. Oh, bekommt Champions. Oh, Champagnerdusche, alle sind da. Dominique Paris, Cyprien Sarrazin, Nils Hintermann. Da kommen jetzt alle natürlich und feiern ihn ab. Sensationell. Feiern. Er ist ja der Sieger von welchem Jahr schon wieder? Das weiß ich leider nicht mehr. Und da, ja, jetzt gibt es den Alkohol für Thomas Dresen. Sensationell. Und die Gratulationen und Glückwünsche. Das sind doch sehr schöne Bilder.
Absolut, absolut. Wir sind natürlich auch froh, hat diese letzte Fahrt ganz schön geklappt. Und da sehen wir der Moment der Realisation, dass das war es, oder? Das war die sportliche Karriere, das Leben lang dafür gearbeitet und dann kommt auch schon der Champagner geflogen. Zack. Und das ist ein Moment zum Genießen. Ja, Sensationell, schöne Bilder. absolut, wunderbar. Ich bin froh, ist er einfach heil und angekommen und dass er darf jetzt die Momente genießen. Genau. Thomas Dresen im Januar 2018 sensationell zum Sieg gerast in Kitzbühel. Also er kennt die Strecke bestens und hat auch gute Erinnerungen. Und sogar oh nein, das ist schon etwas eine traurige Szene. Auch die Trainer, die weinen, die wissen, oh mein Gott, das ist das Ende einer großartigen Karriere. Und wenn wir das so anschauen, ja, Oliver, Cyprien, Cyprien, eigene Sarrazin, Liga. eigene Liga, wie du es Die sagst. Geschwindigkeit heute war viel höher gewesen, also es sind deutlich andere Zeiten, die man da sehen. Dann haben wir natürlich hier den Justin Mürisee auf dem 16. Platz, der nicht ganz zufrieden ist mit seiner Leistung und mit schon einem gewaltigen Abstand auf den Cyprien Sarrazin, wo man sogar noch mit 4 Sekunden Rückstand in die Punkte fahren kann. Genau, aktuell 28 Fahrer ins Ziel gekommen, 2 ausgeschieden, darunter leider auch Franjo von Almen. Aber wir haben ja noch einige Schweizer Trümpfe am Start. Zum Beispiel mit der Startnummer 46 dann Gilles Roulin, mit der Startnummer 51 dann Arnaud Boisset und mit der Startnummer 53 kommt dann sogar noch Christophe Torrent. Aktuell unterwegs Simon Jocher. Ich muss sagen, ich habe jetzt einfach vorbereitet für bis zur Startnummer 31, aber Ja. wir können da gerne noch etwas weiter kommentieren. Ich Also, habe einfach nicht mehr ein großes Fachwissen zu den Fahrern. Ja, also meine Frage ist schon, wie weit wir eigentlich heute kommentieren. Ui! Jetzt Jocher, Lago mio, macht einen auf Franzosen da. Ich würde vorschlagen, wir bleiben jetzt noch etwas dabei, weil es kommen noch einige Top-Shots hier runter. Zum Beispiel der Elian Lechto, der schon große Leistungen erzeugt hat. Da meint jetzt Dörli um. Wow! Ja, und es sind ja immer noch Spitzenzeiten möglich. Und Kitzbühel ist noch nicht fertig nach den ersten 30. Das ist ja so. Also Top 3 von Paris, ja, da muss er noch Top 3? Ich Also denke, das die wird schwierig. Podestposition von Paris könnte mit einer absoluten Topfahrt noch geknackt werden. Absolut, aber das wird ganz schwierig. Das wird ganz schwierig. Ich hoffe natürlich etwas. Ui, Ui, da muss er weit das raus. war weit. Ja, Simon Jocher. So etwas muss natürlich da unten nicht mehr leiden. Ja, der will jetzt natürlich möglichst schnell herunter, um mit Thomas Dresen feiern zu gehen. Er will ein bisschen Champis. Ja, das treibt ihn jetzt an. Frei schöne. Aber Jocher soll eigentlich sauber runterkommen, weil das gäbe sonst so einen Dämpfer wie beim Lauberhorn-Sieg. Genau, von Marco Odermatt, als Genau. Kilde da gestürzt ist. Ja, komm, wir können ja allgemein auch noch etwas über die allgemeine Skisaison dieses Jahr sprechen. Ja. Das war ja ein sehr, sehr harziger Start, den wir hatten, mit Absolut. vielen Rennabsagen. Und dann, das führte ja genau zu diesen Problemen und Unstimmigkeiten mit dem dichten Rennprogramm. Die 2 Abfahrten in Zermatt. Sorry. Ui, Bildausfall. Schwarzes Bild. Das Gruß von Marco Schwarz. Ui, das ist knapp, also ich Ja. denke beim Jocher da. Absolut. Gruß Das, von Marco Schwarz. Er ist sich am reinhacken, oder ja, was? genau. Also was mich natürlich die Saison freut, ist, dass die Schweiz Österreich überlegen ist. Wie, hast du da gleich das Ja. Punkteklassement Also der noch nicht- Nationenwertung? Noch nicht mit den aktuellen Punkten. Ja. Die sind noch nicht dazugerechnet, aber wir haben da in der Weltcup-Nationen jetzt Männer, haben wir die Schweiz mit 2712 Punkten und Österreich mit 2256. Oh, da sind wir ja weit voraus. Absolut. Und Frankreich hat 1640, aber bei Frankreich habe ich eben das Gefühl, dass die werden auf Österreich aufholen. Das könnte gut sein mit den aktuellen Leistungen, die wir ja sehen. Und sonst haben wir immer Schweiz-Österreich, aber ich glaube jetzt eben auch, du das mal so ein bisschen reinprophezeien, dass es auch ein Duell wird, ein Dreier-Duell. Zwischen Schweiz, Österreich und Frankreich. Genau. Und ja, Im Slalom, dort haben wir, wie heisst der Slalomfahrer? Nils, da der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Clément Noël. Clément Noël, genau, danke. Und der ist eigentlich diese Saison noch nicht auf die Spur gekommen. Aber wenn der im Slalom noch könnte trumpfen,
dann hätte ich, glaube Frankreich wirklich in der Gesamtwelt Cup-Wertung Anspruch, Österreich zu verdrängen. Kurzer Einschub. Sam Morse, der Amerikaner, hier mit einer starken Leistung zwischen Rang 13 mit der Startnummer 33. Das wünscht man sich eben, genau. Und ja, das ist ja auch das Ding in Kitzbühel. Da fahren regelmäßig Skifahrer mit Startnummer 40 oder gar 50 noch ganz nach vorne, also nicht zum Rennsieg, sondern einfach in die Top 10 oder Top 15. Und das ist für all diese jungen Fahrer natürlich eine riesen Erleichterung. Die freuen sich dann enorm. Die Sprünge gehen weiter da oben. Das ist da, boah. Neumeier greift da. Schau, jetzt haben wir da oben schon ein bisschen Sonne drin. Die Sonne lenkt jetzt bis dort rauf, bis in Steilhang wahrscheinlich noch nicht ganz. Genau. Boah, da verschlägt es auch ihm die Skier. Wie viele Leute haben wir heute am Start? Ich glaube, 56 Fahrer sind heute am Start. Nehmen wir sie all die mit, oder? Ja, also ich fände, was haben wir jetzt? Der Arnaud Boissé, den müssen wir mitnehmen. Das ist 51. Ja, das ist 51. Und jetzt haben wir aber 34. Das ja, ein Doppelinterview, jetzt sind wir gefordert hier mit unseren... Wie machen wir das? Bonjour, Cyprien Sarrazin, ça va, congratulations. Mach einfach. Du improvisiere, du kannst bonjour, oui, très bien, moi, je poisson, le quatrième étage, Marco est très bien, mais je suis pas beaucoup, travaille dans le 4 à la mienne, 4, mais ne packere pas à la gastronomie. Oh, ça ne vient. Ja, das ist natürlich sehr spannend, was Sie hier Sale chien, oh, mon ne batte pas, mon cher Marco. Oui, c'est très intéressant. Marco Odermatt, wie gut könnt ihr Französisch? Ja. Oh. Ja, Marco Odermatt, wunderbar. Ihr seid ja sehr gut befreundet mit dem Cyprien, oder? Ich kann nicht so reden, wie läuft das so? Ja, ist natürlich gut, ja, ist sensationell, aber ja, wir sind gute Freunde, wie ähnlich mit dem Kilde eigentlich. Aber, ja, es ist wie gerade traurig geworden, als ich das Wort habe gesagt, Kilde. Der ist immer noch Vierter in der Gesamtcup-Wertung, jetzt wahrscheinlich abgelöst von Kriechmeier bald. Ja, sehr schön eure Einschätzungen. Cyprien Sarrazin, qu'est-ce que vous dites à les fans de ski? Ja, je ne de peste, je travaille toute seule. Ah, toute la seule? Oui, avec le sale chien et la quatrième. Et votre mot favori, c'est sale chien, c'est juste? Alors, content-moi. Je ne sais pas, je suis touriste. Mais non. Oh, Sturz von Joshua Mettler! Nein! Ah, scheiße. Jetzt sind wir noch mehr überfordert. Marco Odermatt, ja, was... Marco Odermatt, Leistung, wie schätzt ihr die ein? Wie findet ihr es aktuell? Ach, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist komisch, ja. Ja, komm, wir bleiben einfach dabei, wir bleiben beim Interview. Es ist... Ich bin zufrieden, ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, Sarrazin konnte ich nicht schlagen. Es sind einige Punkte, die ich noch verbessern könnte, vor allem am Anfang von der Fahrt. Da bin ich zum Teil nicht immer die direkteste Linie gefahren, aber ich habe mein Bestes gegeben und heute, glaube ich, ist nicht viel mehr möglich gewesen. Und schlussendlich zweiter Platz in Kitzbühel, da muss man sich zufrieden geben. Also das ist sensationell und der Sarrazin war ein Stückchen noch sensationeller gewesen. Aber wenn man anschaut, Paris habe ich abverdrängen. Ja, Paris hat er ja gut im Griff gehabt. Also, und eure Leistung, die darf man nie schmälern, oder? Die fahren so viele Rennen. Wie viel... Ja, danke. Ja, es ist... Was hast du fragen? wie viel Kilo das du drückst im Training? 120. 120 Kilo, wunderbar. Ja, es muss eigentlich das eigene Körpergewicht plus 30 Kilo, ist so meine Regel. Und das ist... genau, was ich aktuell habe. Ich bin etwa so 90, 95, genau. Und das ist wichtig, vor allem die Kondition im Gleiterstück, dass ich in der Hockey tief bleiben kann, dass ich wirklich beieinander habe und vor allem im Zielsprung auch Beine beieinander habe. Ja, wie war denn das Gespräch von letzter Woche zum Beispiel mit der Bundespräsidentin, all die VIPs, die etwas von euch wollen? Wie macht das euch Freude oder ist es mehr Stress? Ich bin mir das gewohnt, ob ich mit einem Kind rede oder mit der Bundesrätin rede, das ist für mich nicht so ein riesen Unterschied. Ja, ich bin hier und da überall unterwegs und ich respektiere jeden Menschen eigentlich genau gleich und schätze immer jedes Gegenüber und ja, es war eine Liebe gewesen, aber ich kann jetzt auch nicht weiter etwas dazu sagen. Ich meine, schlussendlich habe ich ja kaum Zeit und genau. Ja, wunderbar. Danke, habt ihr euch Zeit genommen für uns. Marco Odermatt, Gratulation nochmal zu diesem Podest. Danke.
Während wir hier sehen, wie Joshua Mettler aus den Fangzäunen befreit wird, glücklicherweise steht er auf seinen eigenen Beinen. Hast du den Sturz gesehen? Das war ein happiger Abflug von Joshua Mettler. Vor allem an einer sehr unglücklichen Stelle, wo du einfach fliegst und eigentlich nichts mehr machen kannst. Es hat dann hinten noch die Ski überkreuzt. Also das war gefährlich gewesen. Das war ein heftiger Sturz auch. Wir sehen hier, da müssen wir die ganzen Reihen der Fangzäune müssen wir anpassen. Aber Joshua Mettler, der ärgert sich glücklicherweise. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich diese Skifahrer ärgern und nicht irgendwo am Knie halten oder so. Ja, wir kennen natürlich das Rennrisiko. Und ja, jetzt wird wieder jemand abgewunken. Schau, als nächstes gestartet Blaise Gietzendanner. Der wird jetzt dann wohl gestoppt. Genau, das ist jetzt das versetztes Fernsehbild natürlich. Also der ist schon länger gestartet. Gut gestartet. Das hat nicht schlecht ausgesehen. Der wird jetzt wohl dann in der alten Schneise wird er abgewunken. Ja. Ja, das ist immer das macht mich immer etwas nervös, wenn ich weiß, unten ist jemand gestürzt und oben fährt jemand los. Und aber vor allem macht es mich nicht... Ja, jetzt schon... Für mich macht es selber nervös, der Typ, der auf der Piste steht. Der ist jetzt noch weiß angekleidet, weißt du nicht? Ja, zum Glück hat er eine gelbe Fahne. Ja, schau, Joshua Mettler, der winkt, wird sicherlich einige Prellungen haben von diesem Abflug ins Netz. Aber wir sind sehr froh, dass es ihm einigermaßen okay geht. Das ist jetzt heute... Wenn Arnold Schwarzenegger, wo will der hin? Der Atti... Ui... Wenn ich jetzt so nachschaue, sind wir jetzt bei 5 Ausfällen verglichen mit gestern. Ja, aber zum Glück alle einigermaßen glimpflich. Das sind wohl seine Bodyguards, die ihm da auf Schritt und Tritt folgen. Aber Arno, jetzt geht's schon. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Ja, der muss, denke ich, zurück in den Spa. Den muss ich da etwas entspannen. Das war der Witz des Tages. So. Ja, Race Interrupted. Da wird jetzt die Strecke repariert werden nach diesem Sturz. Oliver, du als ehemaliger Skiprofi, hattest du auch so schlimme Stürze, wo du in den Fangzäunen gelandet bist? Oh, Interview mit Dominic Paris. Ich bin Paris. Kannst du mich später fragen. Also, wir sind hier mit Dominic Paris. 3. Platz. Klaut den noch jemand oder ist der im Sack? Ist das sicher? Wie bist du da so? Ja, da in Kitzbühel muss man schauen, oder? Der Rennen ist immer noch lang. Und das ist wirklich speziell hier in Kitzbühel. Da bin ich ja schon ein bisschen zu Hause, oder? Ja, und wie ist das? Ich muss ja Hochdeutsch sprechen, kommt mir gerade in den Sinn. Denken Sie... Odermatt und Sarah. Ja, ich denke echt viel, wenn ich da runterfahre. Oder Odermatt denkt auch viel. Nein, ich wollte eigentlich fragen, ob Sie in einer anderen Liga sind. Ja, ich bin schon ein bisschen in einer anderen Liga. Oder? Ich bin halt so eine coole Sau aus Tirol. Oder? Ja, 4-mal schon fast gewonnen hier. Eigentlich 5-mal, aber man sagt nur 3-mal. Und das stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da soll sagen. Jetzt der 3. Platz ist super. Mit der Audi und Cyprien. Ja, ist großartig. Ja, nach meiner Erfahrung hat nur Pirmin und Beat Feutz hier 3-mal gewonnen. Und ja, aber der Küsch hat 5-mal gewonnen, weißt du? Ja. Ist schon viel besser. Und ja, ich bin gespannt, weil der Rennen geht noch lang, 1,44 Sekunden Rückstand auf der... Ja, ist halt, ja, vielleicht kritisch. Und wenn Ihnen Platz jetzt noch genommen wird, können Sie sich dennoch freuen, wenn es auch der 4. Platz wäre? Nein, dann schieß mich an. Ich muss dann wieder Sonnenbrille anlegen. Oh, Achtung, Oli, next. Oi, wer kommt? Ich weiss nicht. Ist das der Franjo von Almen? Ja, das ist der Franjo. Ja, willst du den Franjo machen? Ja, der Franjo von Almen. Starke Leistung, was er heute gezeigt hat. Hey, ist er der Jung? Franjo von Almen, wir haben vorhin gesehen, euer Kollege, der gestürzt ist. Wieso seid ihr nicht gestürzt? Ja, das ist schlussendlich sicher auch ein bisschen vom Konditionstraining her, habe ich Glück gehabt. Aber ja, ich habe mich wirklich eigentlich recht sicher gefühlt heute. Ich habe leider bin ich ausgeschieden. Ich habe da die Leistung nicht ganz runterbringen. Also es war knapp gewesen. Ja, knapp ist es definitiv gewesen, aber der hat euch nicht verletzt, oder? Es ist halt jetzt einfach... Ja, es ist Enttäuschung, das könnte man so sagen. Es ist aber gleich wenn ich die Fahrt von oben anschaue, sensationell gewesen. Ich meine, wäre fast Paris verdrängen, das wäre vielleicht gerade ein bisschen zu viel vom Guten gewesen, habe ich so das Gefühl. Und ja, also, wir sehen eure Leistung, das ist ausser
Ja. Außerordentliche Außerordentliche Leistung. Steigerung, kann ich Absolut. sagen. Ich sage mal Ski-Weltcup Hallo und ja, ich werde mich steigern und noch weiter vorkommen und irgendwann wird es klappen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich freue mich auf nächstes Jahr schon und natürlich noch auf die anderen Rennen. Also wir freuen uns enorm auf die Steigerung, die ihr zeigt und sind gespannt, was das in eurer Karriere alles noch passiert. Was sind eure grössten Ziele, die ihr habt und wie wollt ihr die jetzt erreichen? Was ist der Fahrplan? Und Ja, ich werde jetzt weiter dran arbeiten. Im Service mal noch einige Sachen abklären. Ich werde trainieren, vor allem Gleiterpassagen. Dann werde ich auch schauen, die Schlüsselstellen von diesem Jahr hier und dann vorbereiten auf Gröden. Nein, nicht Gröden. Wo gehen wir her? Garmisch. Garmisch. Genau, ich habe es schon vergessen. Muss ich mich eben doch noch ziemlich vorbereiten. Ja, genau. toll, danke vielmals. Weiterhin noch ganz ein schönes Tag. Es geht noch mehr, okay. Merci vielmals. Während wir hier Marco Pfiffner sehen, unsere Interviews sind natürlich immer hochprofessionell, oder? Hat man nicht gemerkt, oder? Nein. Marco Pfiffner, Marco er Pfiffner. hat doch noch einen Sturz gehabt. Hatte der einen Sturz? Ja, Wann? im Training. Nein, das Oder er ist ausgeschieden. schon. Genau. Oh, wieso? Was ist denn passiert? Kannst du das da noch Ich kann es nicht mehr genau sagen. Kannst du es nicht mal- Fahrfehler. genau sagen? Aber auch er ist gut unterwegs. Jetzt hat er wohl etwas Zeit eingebüßt, ja. Oh, auf unserem anderen Kanal, auf Bärenbrütsche Info, läuft aktuell der zweite Lauf der Damen. Damenriesenslalom. Das war natürlich auch eine sehr spannende Ausgangslage dort, denn ja, genau. Jetzt Absolut. Marco Pfiffner mit 3 Sekunden Rückstand über den Hausberg. Mal schauen, wie er die Linie da trifft und ob auch er noch Zeit gut machen kann. Er kommt da etwas tief daher. Startnummer 37. Ja, das wird jetzt schwierig, noch in die Punkte zu kommen. Aktuell 30. Platz, Bryce Bennett. Ja, das reicht leider nicht mehr. Nicht mehr. Doch, ganz knapp, 30. Platz, aber da Das wird am kommen Schluss noch am Ende. einige. Absolut. Ist wunderschönes Wetter. Wir sehen eigentlich jetzt auch die Strecke, also Kitzbühel, da wo wir jetzt sind, im Ziel unten, ist ja eigentlich auch der Ort, aber der Hahnenkamm ist ja der Berg, der über dem Hang trumpft. Thront. Und das Spannende ist, erstmals 1937 hier ist da gefahren worden. Hat auch der Franz Klammer gewonnen, der lebt unterdessen nicht mehr. Das ist ja der den Güsch verdrängt hat, der Österreicher. Franz Klammer? Lebt er nicht mehr? Ich glaube es nicht mehr. Schau heute nachher. Vielleicht sage ich jetzt so Fake News, aber bei 1 Stunde 52 Minuten... Doch, ich möchte, dass du jetzt kurz nachschaust, wegen dieser Aussage wegen Franz Klammer, weil das ist ein bisschen problematisch. Während wir hier Elian Lehto sehen, der da runterzieht, der Finnische, der mit dem Schweizer Team trainieren kann, zeigt da Spitzen, super Zwischenzeiten. 1,21 Sekunden aktuell noch der Rückstand. Und wir denken zurück. 1,62 und unten im Zielschuss, da liegen noch diese 3 Zehntel. Wenn der jetzt Gas gibt und die Traverse richtig erwischt, dann ist das ein Angriff aufs Podest. Was haben wir hier? 2 Sekunden Rückstand. Top 10 Platz ist möglich für Elian Lehto. Was zeigt er uns hier unten raus? Hohes Tempo und jetzt tiefe Hocke bis ins Ziel und das ist der Platz 10. 10. Zwischenrang. Sensationell gut. Und, 2 Sekunden zurück auf Cyprien Sarrazin Und da Franz jubeln Klammer sie. lebt noch. Franz Klammer, der lebt natürlich noch. Das habe ich mir Absolut. gleich gedacht, als du das gesagt hast. Und Lindsay Vonn hat hier noch eine spannende Fahrt mal gemacht, die ist im Dunkeln die Hahnenkammstrecke runtergefahren. Im Dunkeln fuhr sie herunter, die Ja. Lindsay. Mit Beleuchtung natürlich. Interview. Ich bin der Skifahrer. Also. Wer ist das? Alex Simone. Ja, willkommen hier, Alexis Monet. Der hat eine wilde Fahrt hinein. Wie hat er es erlebt auf dieser Strecke? Ja, ich habe schon ein bisschen eine wilde Fahrt gemacht. Es war aber eine sehr gute Fahrt. Ich bin aktuell auf irgendeinem Platz. Ich weiß nicht mal genau welcher Platz. Doch, Platz 7. Also, ja, super. Ich werde neue Odermatt, weißt du. Ich mache alle kaputt und ja, ist super. Und Schweiz ist super Land und Österreich hat gute Schnitzel. Könnt ihr uns so 3 Sachen sagen, wo wir halt jetzt hier nicht im Rennen mitbekommen, so ein bisschen abseits von der Piste über euch? Was zeichnet euch so aus?
Was zeichnet dich so aus? Ja, oben bei Stadthaus sind alle etwas nervös und machen Pipi in Schnee und überall ist gelb dort und ist etwas nicht so schön, aber ja, Trainer sind alle viel nervös. Ja, sie machen guten Job, aber wir müssen machen besseren Job, wir müssen machen fahren diese und Okay, spannend. Dritter Grund vermisse ich noch, da könnt ihr dann noch grad sagen. Noch etwas zu eurer Ski. Die hat die gleiche Skimarke wie der Odermatt. ja, Odermatt und wir haben gleiche Ski. Odermatt macht aber neue Abfahrtsski-Entwicklung und ich fahre noch alte Ski, aber ich bin froh, mit Odermatt im Team zu sein, weil ich kann groß profitiere von diese und er mache sehr gut und große Unterstützung im Team und auch schöne Pipi in Schnee und ja, Sensationell, es ist danke. wirklich großer Spaß. Und Gröde, was nehmt ihr euch da vor? Garmisch. Was zielt ihr da für Resultate an in diesem Rennen? In diesem Rennen? Hast schon lange Ja, also es gefragt. ist einfach wichtig für mich in Nähe Top 10 und Startnummer verbessern und da in Top-Gruppe kommen und dann einfach alle Strecken kennenlernen und Tag für Tag nehmen und ja, einfach mit Odermatt einfach, ja. Sensationell. Ich gratuliere euch zu eurer Hammerleistung und wünsche euch eine gute Erholung. Die nehmen wir an, die habt ihr wahrscheinlich nötig nach diesen Strapazen. Und dass ihr einfach dürft Ja, ausstehen. merci beaucoup, danke schön. Ja, Grüße an meine Mutter und alle Familienmitglieder und Freunde und die ganze Schweiz und vor allem an die Chefs von Stöckli und von Sunrise. Ihr seid super Leute und alle Sponsoring und so. Ja. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen nur alles Gute und das Beste und viel Kraft. Danke schön. Ja, während wir da ein außergewöhnlich langes Interview mit Alexis Monet gehört haben, ist einiges passiert. Und zwar eben der Elian Lechto, der ist auf Platz 10 gefahren und dann kam mit Startnummer 33, nein, das stimmt nicht, wo haben wir das? Irgendwas ist vorhin passiert, was ich sagen wollte. Ist nicht so schlimm. Okay, wir sind da beim nächsten Fahrer, Guglielmo Bosca. Noch 10 Fahrer, dann haben wir... Noch 10 Fahrer, bis Arnaud Boisset kommt. Das ist unser Abschluss, oder? Was kannst du uns über Guglielmo Bosca sagen? Ja, er ist ein Sprungspezialist. Er ist das eigentlich sehr gut darauf trainiert. Und die Aerodynamik im Gleiterstück bin ich gespannt, wie er die wird herbringen, weil dort hat er seinen Fokus drauf gesetzt im Training. Jetzt hier haben wir direkte Linienwahl, das ist auch an und für sich nicht schlecht. Aber was sagt es aus? Was ist echt das Tempo? Das ist ein gutes Tempo. 84 Hundertstel da zurück. 1,2, nein, schau, das ist wieder genau so ein Fall. 1,65 Sekunden Rückstand. Top 10 Grenze Marke liegt aktuell bei 2,03 Sekunden. Ja, da treibt es ihn etwas weiter nach unten, aber schau, Top 10 Angriff. Ja, das ist eine gute Leistung. Jetzt Tempo nicht ganz so hoch. Das wird wahrscheinlich außerhalb von der Top 10. 12. Auch das ein starkes Resultat. Sensationell, Ja, da freut er sich. Das muss er, schau. Jetzt muss ich heute schnudern. Ole, 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 ole. Der ist super happy da. Und da werden Geschichten geschrieben in dem Kitzbühel. Das ist immer wieder unglaublich spannend, was hier alles so geschehen kann mit diesen unglaublich talentierten Abfahrern. Ja. Absolut. Und da lohnt es sich wirklich noch, bis in die späte Startnummer auch noch ein bisschen dabei zu sein. Genau. Ich bin gespannt, ob das Fernsehen es überhaupt überträgt. Ich weiß es nicht. Als nächstes am Start Martin Tschater. Der hat mal eine Abfahrt gewonnen in Val d'Isère. Absolut überraschender Sieg damals vor 2 oder 3 Jahren. Mal schauen, ob er vielleicht heute auch von den besser werdenden Bedingungen ein bisschen ab der profitieren Linie. kann. Das ist jetzt nicht optimal. Das war jetzt nicht ganz so optimal, da stimme ich dir komplett zu. Der fährt auch da, fährt er weiter. Ja, nein, schau, Das ist ein Abbruch. das ist Abbruch, ja. Da ist irgendetwas nicht gut. Vielleicht stimmt da die Abstimmung nicht. Das macht extrem viel aus. Vielleicht hat er zu wenig Grip. Und die letzte Überzeugung, die Ja. hat auf jeden Fall gefällt. Ja, das ist immer hart, wenn du das dann so siehst, oder? Aber trotzdem fährt er jetzt da noch runter, kann das ja auch als Trainingsfahrt anschauen. Absolut. Und ja, jetzt ist vorbei. Jetzt mag er nicht mehr. Ja,
das ist nicht der Tag von Martin Chater. Seit seinem Sieg kommt er leider nicht so gut zurecht, ja. Er war sogar in der Top-Gruppe eine Zeit lang, aber jetzt ist er halt im Starterfeld wirklich weit nach hinten gespült worden und muss jetzt wieder um Weltcup-Punkte kämpfen. Der nächste Deutsche am Start, der junge Louis Vogt. Oliver, wenn du so eine Skikarriere beginnst, dann das bedeutet ja eigentlich, du verpflichtest dich fast zu lebenslangem Training. Wenn diese jungen Fahrer nun kommen und so stark trainiert sind, haben sie schon eine gewisse Routine und können diese Rennen so runterfahren wie beispielsweise ein Kilde? Oder was ist das, was es ausmacht? Ich glaube, das ist ein Gespür einfach in den Beinen, wo du seit Kind an trainierst. Und da wirst du ein Stück weit als Skifahrer geboren. Du kannst so trainieren und dir aneignen, aber das gewisse Etwas, das kannst du nie aneignen. Denkst du nicht, dass das irgendwie... Also Haben das wir jetzt braucht gerade ein eine Verbremsung Talent. Also ein Talent muss vorhanden sein, um so im Weltcup natürlich Absolut. fahren zu können. Da muss das gewisse Etwas im Blut sein. Das ist nicht zu lernen, nicht nachzumachen. Ja. Und das sind schon starke Leistungen. Du selbst warst ja Abfahrtsspezialist, oder? Ja, Zumindest auf Ski Challenge. genau. Dann bin ich Erster geworden. Von wie viel? Von etwa 7 Millionen. Nein. Ich glaube, ich kann das hier auflösen. Du wurdest nicht Erster im Ski Challenge. Ja. Ja. Aber was ich vorher noch nachgeschaut habe, ist, dass Raphael Haser startet mit der Nummer 56. Ja. Nicht, dass wir jetzt 56 noch schauen, aber Raphael Haser ist ein Name, der mir nicht unbekannt ist. Ja, aber Raphael Haser, der ist ja eher in den technischen Disziplinen unterwegs und versucht jetzt auch den Fuß bei den Abfahrern und in die Speed-Disziplinen, da Fuß in die Türe, ich habe mich verloren in meinem eigenen Satz. Wow. Er versucht, den Fuß in die Türe zu halten bei den Speed-Disziplinen. So. Ja. Das ist spannend. Meine Stimme ist sich ein bisschen am Verabschieden. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Wir sind ja auch schon lang dabei und wir warten gespannt auf den Auftritt von Arno Boisse. Oh, Interview. Wer ist wer? Stefan Rogentin. Ich bin sonst Rogentin. Okay, wie geht's Ja, Ihnen? wunderbar. Danke vielmals. Tolles Rennen hier in Kitzbühel. Ja, wir haben schönes Wetter und ja, ich muss sagen, es ist schon spektakulär, was hier jedes Mal geboten wird vor so vielen Zuschauern. Gestern mit Start Nummer 1, heute ist es ein bisschen später als Rennen gegangen, aber die Leistung von heute, eine Steigerung zu gestern, seid ihr einverstanden? Das war wirklich eine starke Leistung gewesen. Ja, da bin ich schon einverstanden mit dieser starken Leistung und es macht halt schon Spass, wenn man da eigentlich mit diesen Weltbesten kann starten kann. Ich bin mir gerade unsicher, auf welchem Platz das ich bin. Ich finde mich nicht in der Rangliste, aber... Ich helfe mir nach. Hilf mir, Oli, ich weiss nicht, auf welchem 9. Platz. Ah, ja, 9. Platz ist natürlich fantastisch, oder? Mittlerweile ja, einfach Top 10, oder? Dass ich mich da halten kann. Ja, der Odermatt natürlich in einer anderen Liga, aber mit dem Monet jetzt noch vor ihnen... Das ist eine starke Teamleistung, die wir hier wieder zeigen. Hat das etwas in ihnen ausgelöst, dass Monet Emotionen, wirklich Emotionen. Es sind einfach pure Emotionen und Emotionen sind einfach wunderschön, weil Emotionen, die halten einem am Leben, oder? Es sind Emotionen, die den Sport zum Leben bringen und Emotionen von meinen Ski, die spüre ich auch, die haben wie ein Eigenleben, die haben eine Seele, ja. 1 Sekunde 84 schneller und ihr wäret Kitzbühel-Sieger. Wäret ihr nächstes Jahr Kitzbühel-Sieger? Ja, mit den Emotionen von meinen Ski und den 1,84 Sekunden, die ich hinten drin bin schon. Ja, und nächstes Jahr peilt ihr ein Ziel an? Ja, natürlich ist es immer das Ziel, ein Rennen zu gewinnen. Sehr gut. Und jetzt in Garmisch, wie sieht der Schlachtplan aus? Ja, einfach Sieger, oder? Achtung! Oi. Oh mein Gott, Sturz! Ei, Uff, ei, das! ei, ei. Und da, Aufprall ins Netz. Wir sind wieder in einem Bad von den Emotionen, von einem lustigen Interview zu einem heftigen Richtiger Sturz. Absturz. Ei, Aber ei, er ei. steht sofort auf. Das sind Kampfmaschinen. Das sind auch Kampfmaschinen. Stell dir vor, du stürzt mit 120, hämmerst ins Netz und dann, ja, okay, stehe ich auf. Unglaublich. Der Italiener hat alles reingeworfen. Was waren echt seine Zwischenzeiten gewesen? Das habe ich jetzt gar nicht realisiert. Die Zwischenzeiten, das war der Pietro Zazzi. Der war da unterwegs mit 2,23 Sekunden Rückstand. Okay. Und dann
hier zu knapp, dann springt er durchs Tor. Das treibt ihn runter und er will aber bis zum letzten Moment nicht aufgeben. Ja. Springt völlig das Tor durch. Zum Glück Jetzt schauen wir das an von unten. Da zieht er hoch. Das Boah. reicht nicht mehr. Durchs Tor. Zum Glück zerreissen die. Ja. Die haben extra so eine Vorrichtung. Und Und dann zieht es ihm gleich den Ski ab. ja, das ist unmöglich. Und dann da beschleunigt er runter ins Netz. Ei, das hat... Uff. Zum Glück hat er sich am Bein nicht verletzt. Das ist ein harter Ja. Schlag gewesen. Zum Glück, diese Skikanten, die sind ja so scharf. Ja, und schau jetzt mal das Bein an mit dem Skischuh. Patz und das andere. Ei. Boah. Das ist Glück im Unglück. Der fliegt ja da. Boah, und dann drückt sie ihn da ins Netz zusammen. Boah, abrupter Bremser. Und dann spickt es ihn zum Glück nicht in einem hohen Bogen wieder aus. Ja, aber also man kann diesen Sturz jetzt auch ausmerzen. Solche Bilder sehen wir eigentlich nicht so gerne, aber da, es ist schon spektakulär. Da Ski weg, Ja. pam, und jetzt die Drohne kann dem nicht mehr folgen, will das auch nicht. Und da Boah. ist er im Ziel, als wäre nichts. Der easy Hang runtergerutscht. Oh aber dennoch im nein, Ziel. nicht schon wieder. Ein Schweizer, der abgewunken werden Wart. muss. Ist das... Aber Das ist doch nicht Arno Boisse, das ist nämlich Das, Gilles Roulin. Ah, der ja. wird jetzt gestoppt werden. wer ist vorher abgewunken worden? Vorhin wurde Blaise Gitzendanner wurde abgewunken. Der ist natürlich auch noch auf dem Weg zum Start. Der kommt ja auch noch. Aber jetzt hier Ja. ist noch unklar, ob der abgewunken wird. Deine Stimme. Ja, meine Stimme ist so ein bisschen ähnlich wie der Zat... Wie hat der geheißen, der andere? Schau, schon wieder. Ja. Hey, jetzt geht es noch länger, bis wir beim Arno Poisse sind. Ja, Oliver. Vielleicht fragen wir auch noch Panda nach ihrem Skifachkenntnis. Panda, du bist ja selbst nicht so skibegeistert, oder? Nein, ich mag Kilde. Du magst Kilde. Okay, Kilde und Odermatt. Das ist traurig. Panda ist traurig, dass Marco Odermatt heute nicht gewinnt, aber er ist trotzdem auf dem zweiten Platz. Bist du zufrieden mit dem zweiten Platz von Marco Odermatt? Nein, Nicht zufrieden mit dem Nur Peitschenhieb. Peitschenhiebe für Marco Odermatt, wenn er Ui. nicht gewinnt. Das Und wir sehen da gerade den Gießendanner. Gitzendanner ist wieder auf dem Weg Ja. zum Start. Haben wir vorher gesehen. Genau, das Rennen jetzt natürlich unterbrochen. Und da müssen sie jetzt wohl mit den Nähmaschinen Frau das Iseli Netz. Frau Iseli, muss vorbeikommen auf Kitzbühel. brauchst du eine Nähmaschine vom Iseli? Sicher. Ja, vielleicht können wir ja noch mal einen kleinen Ausflug auf die polynesischen Inseln machen. Ja, genau. Wir haben uns da vorhin informiert und das sieht ja wirklich wunderschön aus. Da, wie heißt sie schon wieder? Huahine. Huahine, genau. Vielleicht ist das auch falsch ausgesprochen. Wir können vielleicht sagen Huachine. Kannst du das nochmal sagen? Huachine. Gesundheit. So, danke. Da sehen wir, wer Der ist das? Start Ein von Sarrazin? Cyprien Sarrazin. Wow, Der- schau mal, das ist wie so ein Gepard, der losspringt irgendwie. Ein richtiges Raubtier, das auf die Strecke ist gegangen. Ja. Auf die Streife ist gegangen. Ein Raubtier auf der Streif. Cyprien Sarrazin. Was für ein schönes Wort von dir, Oliver. Ja. Ja, die Streif hat ja dieses Jahr ganz viel Action bereits gesehen. Es gab da auch diesen Verrückten mit dem Fahrrad, den Fabio Wittmer. Ja. Der ist die Streif runtergefahren und effektiv auch mit dem Fahrrad in diese Mausefalle hineingesprungen. Boah. Das könnt ihr euch sicherlich anschauen. Das ist doch ein bisschen die Kategorie Lindsay Vonn im Dunkeln. Nein, es ist krasser. Uff, da Schon. hat dem Sarrazin ja fast noch die Ski verschlagen. Ich würde gern den Vergleich sehen von der Fahrt vom oberen Teil von Sarrazin und Odermatt. Ja, das stimmt. Weil diese Zeitdifferenz von, glaube ich, 6 Zehntel, die wurde da oben von Sarrazin hingelegt. Ich vergleiche kurz hier auf dem Laptop die Abschnittszeiten. Bei Abschnitt 1, das ist Start bis nach der Mausefalle vor dem Karussell, da war Marco Odermatt 1/100 schneller. Richtig. Dann bis Ausfahrt Zielhang hat Marco Odermatt auf Cyprien Sarrazin 65 Hundertstel verloren. Das ist verrückt. Und im Gleiterabschnitt, da war Marco Odermatt 4 Zehntel langsamer.
Und da sehen wir jetzt, wenn wir das anschauen, hat Marco Odermatt im Gleiterabschnitt hat er die 24 schnellste Abschnittszeit gefahren. Das heißt natürlich einiges. Marco Odermatt, ein begabter Techniker, aber an seinen Gleiterfähigkeiten kann er noch arbeiten. Weißt du gerade auswendig, wie viele Punkte der Zweitplatzierte bekommt? 80. 80. Genau. Willst du kurz eine mathematische Ausrechnung machen, wie es um den Weltcup-Stand im Abfahrtsweltcup ausschaut? Marco Odermatt ist aktuell führend mit 436 Punkten. Ja. Da rechnen wir jetzt aber 80 Punkte dazu. Dann sind wir da bei 516 Punkten. 516 Punkte nach diesem Rennen, wenn es so bleiben soll. Genau, aus Cyprien Sarasa bekommt aber 100 Punkte dazu. Dann ist er aktuell bei 510 Punkten. Das heisst, ich muss mich korrigieren. Und Marco Odermatt ist immer noch Leader im Abfahrts-Weltcup. Das ist natürlich sehr spannend. Ja. Aber die 6 Punkte Unterschied, das wird ein Krimi. Weil, wenn wir den weiteren Verlauf der Saison kurz hier anschauen, dann finden wir ja recht schnell heraus, was hier alles noch ansteht. Wir haben jetzt das Kitzbühel-Wochenende, das morgen mit einem Slalom eigentlich beendet wird. Und wir haben ein Interview mit Thomas Dressen. Ui. Eine großartige Karriere, die heute zu Ende geht. Thomas Dressen ist hier bei Danke, uns. danke. Und Ja, da müssen wir Feuz, natürlich... Hoi, Feuz, ja. Ja. Danke für die Gratulation. Ja, so. Unglaublich. Emotionen. Ja. Komm her, mein Freund. Ja. Ich bin berührt. Thomas Dresen, Gratulation zur Karriere, zu dem Ja, schönen... danke. Ich bin berührt, sprachlos, glücklich. Ja, wohl im Ziel zu sein, das war meine Lieblingsstrecke auf der ganzen Tour vom Jahr und heute, das war der perfekte Abschluss. Ich habe nicht mehr voll angegriffen, war auch nicht der Plan, aber die Zeit mit den Freunden genießen, das war das Wichtigste. Heil runterzukommen mit der Familie, die sind alle ja da und das ist einfach ein großartiger Moment. Ich genieße ihn, sauge alles auf wie ein Schwamm und ich freue mich einfach, ja, ein Teil sein zu dürfen von diesem Ski-Zirkus und er wird ja immer ein Teil von mir bleiben. Das bin ich mir sicher. Es war, ja, heute unglaublich, auch gerade Gratulation an Sarrazin. Er hat mich auch empfangen im Ziel, das war eine Riesenfreude mit Baris, Odermatt. Ich fühlte mich wie ein König heute. Bin ich eigentlich wie ein kleiner Sieger, ein Sieger auf dieser Kitzbühel-Streife, weil die habe ich auf jeden Fall bezwungen. Heute nicht das erste Mal und das wird für immer in Erinnerung bleiben. Diese Menschenmassen, diese Begegnungen, dieses Adrenalin, diese Abenteuerlust und das werde ich jetzt in anderen Bereichen suchen. Abseits der Piste vielleicht auch etwas mit Freiheit, mit Freunden, mit Familie. Nicht mehr mit so viel Preisgeld, aber ganz bestimmt mit genauso vielen Emotionen. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Beat Feuz hat ja letztes Jahr seine Karriere beendet. Und ja, Beat Feuz, komm doch mal heute daher. Wie ist es, wenn man so eine Karriere zu Ende geht? Und wie ist es gesehen, gegen ihn zu fahren? Ja, es war immer ein toughes Rennen gewesen. Dann was ist es, 18, als er gewonnen hat, dann hat er mich geschlagen, bin ich irgendwie auf dem Platz 1 gewesen, das ist wirklich so. Und da hatte ich dann schon ein Mühe gehabt mit ihm, aber seither habe ich mich versöhnt und grössten Respekt vor dem unglaublichen Fahrer. Du musst anschauen, Knieverletzung, das kenne ich auch, das ist halt immer so eine Sache, wenn das nicht wäre. Weisst ja auch nicht, was er alles noch hat gewonnen, oder? Das ist immer schwierig, so halt... Ja, mit dem umzugehen. Aber jetzt muss er sich zurückziehen, ich verstehe seinen Entscheid, das ist wichtig. Und er ist ein unglaublich begabter Fahrer, sensationeller Fahrer. Und für was er halt für körperliche Probleme hat, hat er das Beste rausgeholt. Das ist unglaublich, das darf man nie vergessen. Ja, Thomas Dresen, was sind Ihre Zukunftspläne jetzt? Was machen Sie? Ja, ich habe eine Schreinerei zu Hause mit meiner Familie. Ich werde den Betrieb voraussichtlich übernehmen. Wirklich? Aber ja, das ist wirklich wahr. Und ich bin da sehr gespannt in einen neuen Lebensabschnitt. Ich werde meine Kinder ein bisschen mehr sehen, meine Frau, Familie und den Druck entweichen und die Zeit abseits der Piste genießen. Und irgendwann werde ich hier wieder hinkommen, aber in eine andere Rolle und werde sehen, was die Zukunft sonst noch bereithält. Ich will auch nicht alles verplanen. Ich genieße jetzt die freie Zeit. wunderschön. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Thomas Dresen, und wir werden uns sicher bald wiedersehen. Gratulation. Danke vielmals.
Und ja, jetzt muss ich da unten durch. Ja, das so ins Mikrofon. Ja, Beat Feuz, wenn wir da jetzt schauen, oder? Fantastisches Rennen, grossartige Karriere, die heute zu Ende geht. Und natürlich auch eine grossartige Übertragung hier von den Bärenbrüdern, wo die Skisaison halt einfach auch einisch oder zweimal ein Rennen kommentieren. Ja. Und ja. Ich habe jetzt gehofft, wir sehen noch da noch Boisset, aber ja, jetzt haben wir jetzt mal das beiseite gelegt. Es war ein sensationelles Rennen, eine riesen Freude und ich bin dankbar für die Momente, die ich erleben durfte. Glimpfliche Stürze, es ist nicht so ein tragreiches Rennen, Tragödie in dem Sinn, sondern wirklich Machtdemonstration vom Sarrazin und Sensationsleistung vom Odermatt. Und das wird noch ein spannendes Duell werden in den kommenden Rennen, in den kommenden Abfahrten. Und die zwei werden um alles kämpfen. Und hinten dran ist schon ganz viel möglich. Wir werden sehen, da gibt es eine oder andere Überraschung. Definitiv, die eine oder andere Überraschung hat es ja auch heute gegeben. Was war die grösste Überraschung gewesen? Oder eben auch Enttäuschung vom heutigen Tag? Ja, ich glaube, der Franjo von Almen, das wäre der Knüller gewesen, heute der 3. Rang. Das ist die Enttäuschung für mich persönlich an diesem heutigen Tag. Aber ja, dennoch, schaut noch die Bilder an. Sarrazin, das ist wie ein Raubtier. Schau, der will aus dem Zoo ausbrechen. Das ist wie nichts kann er zurückgeben. Das ist natürlich sensationell. Und ja, der von Almen ist auch nicht gerade demotiviert, sondern ich glaube, es hat ihn positiv auch beeinflusst. Und ja, so eine Sarrazin, so eine Machtsdemonstration, da wissen so die Jungen, da werde ich nicht ewig mithalten können. Oder das ist halt eine andere Liga, aber der ist schon 28, 29 und ich bin noch 9 Jahre jünger zum Teil und da ist noch einiges möglich, absolut. Ja, das sehe ich natürlich auch so. Fantastisch. Sagen wir doch noch ein Schlussfazit zu dem heutigen Renntag. Hui! Was ist jetzt da passiert? Ja, da ist jetzt jemand recht gut gefahren. Da, warte, ich weiß gar nicht, was da geschehen ist. Ich weiß auch nicht, was los ist. Wer ist jetzt das gewesen? Keine Ahnung, ist ja gleich. Also spannend. Arno Boisset holt heute noch etwas. Das bin ja ich. Ja, jetzt beantworte ich die eigene Frage. Also, der runterkommen ist ein Franzose und ich würde rausstechen, die Franzosen. Die spinnen heute, also die sind unglaublich am Fahren. Ja, der Blaise Giesendanner, der jetzt da nochmal gestartet ist, der ist gut auf den 6. Zwischenrang gefahren. Auf den 6? Ja. Boah, das ist unglaublich. Haben wir nicht mehr das Geschnurr schauen, wir haben nur den Arno Boisset gesehen. Hey. Absolut. Hallo, SRF! Ja, Paddy Kellin bin ich und ja, super. Wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter, Skirennen oder vielleicht nicht. Ja, der Arno Boisset kommt ja auch dann noch gleich, da können wir auch einfach dann nicht mehr mitnehmen. Wir müssen jetzt zurückschalten ins Studio. Hey, tut mir mega leid, Arno Boisset, wir werden die so nicht mehr sehen, aber ja, habt's gut, peace. Okay, und das war's mit der Übertragung Kitzbühel von uns, von den Bärenbrüdern. Wir bedanken uns ganz viel mal fürs Zuschauen. Liebe Grüße nochmal auf die polynesischen Inseln. Sorry, haben wir den Arno Boisset nicht mitnehmen können. Ja, die Regie hat es nicht zugelassen. Richtig, aber... Beenden wir hier die Sache. Die Sache, genau. Das wäre es mit unseren Ski-Kommentationen für dieses Jahr. Und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder, wenn wir wieder einen von den Klassikern werden kommentieren. Und ja, hört fleissig unseren Podcast, würde ich sagen. Oli, was ist dein Schlusswort, wenn du noch Stimme hast? Einfach bon allemand, bon parassin. Ja, keine Stimme. Bon allemand, bon parassin. Mit diesen Worten lassen wir euch. Habt nicht Sorge, seid lieb zueinander, hört Bärenbrüdchen und liket das Video. Ich bin fertig und durch. Tschüss zusammen. Like and share this content, please. Okay, bye.